In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential Guten Abend und herzlich willkommen zu der Vortragsreihe Omega, der letzte Konflikt. Wir freuen uns, dass wir Sie in unserem Livestream begrüßen dürfen. Neben mir steht meine Frau Sabrina. Das ist mein Mann Cedric. Und wir haben das Vorrecht, Sie durch die nächsten Vorträge durch das Programm zu moderieren. Nun möchten wir die Nicole Siegel vorstellen. Sie kommt von dem Trainingszentrum für Gesundheitsmission, kurz TGM, und Country Lifestyle Gesundheitszentrum. Hallo. Hallo. Hallo Nicole. Wir würden dir gerne 2 Fragen stellen. Und zwar die erste Frage lautet: Wie lange bist du schon im TGM tätig? Ich bin dort mittlerweile seit 10 Jahren. Schon eine lange Zeit. Ja, die Zeit verfliegt. Wird's nicht langweilig? Bei uns auf keinen Fall. Super. Und die zweite Frage wäre: In welchem Bereich arbeitest du? Es ist sehr vielfältig, also meine Aufgaben reichen von Administration bis Sport mit unseren Gästen, zu Kochkursen, zu Unterricht für die Studenten, also von allem was dabei. Wow, sehr vielfältig. Und du wirst ja gleich einen Vortrag halten. Wirst du auch darüber etwas erzählen? Es wird spannend, ich kann es euch versprechen, sind sehr einfache Dinge, die ich euch weitergeben möchte, aber sehr, sehr wertvolle Tipps. Super, dann freuen wir uns darauf. Schön, ich mich auch. Unser heutiges Abendthema geht um einen Machtkampf. Und auch in unserem Körper tobt ein ständiger Kampf. Unser Körper ist ein wunderbarer Organismus, der ständig arbeitet, um Krankheiten zu bekämpfen, um zu reparieren, wiederherzustellen. Und wenn wir unserem Körper das geben, was er benötigt, dann funktioniert er auch. Wir haben in der Bibel, im Buch Johannes, eine wunderschöne Verheißung. Dort steht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das soll auch das Thema für unsere nächsten Abende sein. Denn Gott möchte uns ein Leben in Fülle schenken. Er möchte, dass wir wirklich reichlich im Überfluss haben. Und das möchten wir uns genauer anschauen und auch sehen, welche ganz praktischen Tipps wir entdecken können, um unsere Gesundheit und auch unser Immunsystem zu stärken. Ihr seht es hier im Überblick. Es sind 12 einfache Dinge, 12 einfache Themen. Manchmal scheint es uns vielleicht fast zu leicht, zu einfach zu sein, aber es ist doch sehr, sehr wirkungsvoll. Wichtig ist, und das ist das A und O, dass wir sie anwenden und umsetzen. Wer von uns genießt es nicht? Die Sonne ins Gesicht strahlen lassen, die Augen schließen und die Wärme genießen. Aber ist Sonnenbaden nur etwas für den Urlaub oder ist eine effektive Gesundheitsmaßnahme? Als Vorbereitung zur Erschaffung des Menschen schuf Gott das Licht, das Sonnenlicht, und es ist lebensnotwendig für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit. Wir können das hier lesen im 1. Mose 1, Vers 16, wie Gott die Sonne schuf, auch den Mond und die Sterne. Und wir können Sonnenlicht wirklich als effektives Heilmittel nutzen. Bereits im Jahr 110 nach Christus wurden Sonnenbäder verschrieben als Heilmittel, und auch im Zweiten Weltkrieg hat man Sonnenlicht bei Tuberkulose und zur Wundheilung eingesetzt. Und ich habe noch einen zweiten Text im Prediger 11, Vers 7, wo auch steht: Süß ist das Licht und gut ist für die Augen, die Sonne zu sehen. Aber warum ist Sonnenlicht so gut für uns? Ich denke, wir kennen das alle. Sonnenlicht gibt uns zum einen eine schöne Hautfarbe, eine schöne Bräune. Aber das Sonnenlicht, das auf unsere Haut strahlt, wandelt das Cholesterin in eine Vorstufe und dann in Vitamin D um. Und Vitamin D brauchen wir für so viele Vorgänge in unserem Körper. Und es hat einige gesundheitliche Vorteile.
Das meiste, was uns bekannt ist, ist, dass es unsere Knochen, unsere Zähne stärkt und damit Osteoporose vorbeugt, da es einfach hilft bei der Regulierung von Calcium und Phosphor. Es lindert auch Gelenkprobleme bei Arthritis, sehr, sehr wichtig. Und gerade in der Erkältungszeit können wir uns Sonnenlicht zunutze machen, weil es die Anzahl unserer Lymphozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, die für die Abwehr zuständig sind, im Blut erhöht. Also wer erkältet ist oder eine Grippe hat, nutzt das Sonnenlicht. Es senkt außerdem unseren Cholesterinspiegel und den Blutdruck und es tötet auch sehr, sehr viele Viren und Bakterien ab. In unserem Körper, aber auch in unserer Wohnung. Also wenn wir einfach das Sonnenlicht auch in unsere Räume hineinlassen, es hilft bei Schimmel, desinfiziert auch die Luft, also ist sehr, sehr förderlich. Die Wundheilung haben wir schon erwähnt und es hilft auch, dass unser Schlaf-Wach-Rhythmus gesteuert wird. Und es kann oft auch sein, wenn wir nachts nicht gut schlafen, liegt es daran, dass wir tagsüber nicht genügend Sonnenlicht hatten. Und sehr, sehr wichtig, Sonnenlicht stabilisiert auch unsere Stimmung. Gerade bei Personen, die winterabhängige, saisonal abhängige Depression haben, stellt man fest, dass Leute, die ausreichend Sonneneinstrahlung haben, viel, viel seltener und weniger ausgeprägte Depressionen haben. Was können wir jetzt in Mitteleuropa tun? In Mitteleuropa haben wir oft nicht genügend Sonnenlicht durch die Sonneneinstrahlung und deshalb nicht genügend Vitamin D. In so einem Fall ist wirklich hilfreich, den Vitamin D-Spiegel untersuchen zu lassen und dann eventuell als Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Aber worauf ich auch den Schwerpunkt noch legen möchte, ist, dass wir Sonnenbaden wirklich auch als Gesundheitsmaßnahme sehen. Und was könnt ihr da tun? Nutzt wirklich jede Gelegenheit, um ein kurzes, aber wohldosiertes Sonnenbad zu nehmen. Am besten sind 10 bis 20 Minuten, einfach raus in die Sonne, wenn sie scheint, und die Haut langsam an die Sonne gewöhnen. Die ideale Tageszeit dafür ist zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Wichtig ist, dass unser Schatten kleiner ist als unsere tatsächliche Körpergröße, damit wir das ganze Spektrum der Sonne abbekommen. Und ganz besonders wertvoll sind da die Sommermonate, Mai bis August, und dass wir auch diese Zeit nutzen, um wirklich Sonne zu tanken, damit die Sonne und das Vitamin D, das Licht für die Winterzeit, gespeichert wird. Nutzt dann auch wirklich die Möglichkeit, wenn ihr es habt, so viel Haut wie möglich der Sonne auszusetzen. Oder wenn ihr leicht Sonnenbrand bekommt, schützt euch durch Kleidung oder einen Sonnenhut. Wichtig ist, wir müssen auch nicht unbedingt stundenlang in der Sonne schmoren, dass wir nachher knallrot sind, sondern wirklich kurze, wohldosierte Sonnenbäder nehmen. Also plant euer Sonnenbaden ein, nicht nur alles in die Urlaubszeit, in die Sommermonate hineinschieben, sondern wirklich das ganze Jahr über könnt ihr das Sonnenlicht euch als effektives Heilmittel zunutze machen. Also nutzt die Gelegenheit, geht nach draußen, sobald die Sonne scheint, egal ob Sommer, ob Winter. Die Sonne hat eine positive Wirkung auf unser Gemüt und auch auf unsere körperliche Gesundheit. Und wenn wir es richtig einsetzen, ist Sonnenlicht wirklich ein effektives Heilmittel. Ich wünsche euch viel Freude beim regelmäßigen nach draußen gehen und Sonne genießen und Gottes Segen für ein Leben in Fülle. Wir haben eine Nummer, an die Sie kostenlos alle Ihre Fragen zu den Vorträgen stellen können. Es gibt die Möglichkeit über WhatsApp an die +49 176 73 80 32 69 eine Nachricht zu schreiben oder an die Mail fragen@omega-konflikt.de. Dort können Sie Fragen stellen bezüglich der Vorträge oder auch vielleicht bezüglich dieses Gesundheitsvortrags, und es werden dann im Laufe der nächsten Vorträge dann einfach Fragen aufgenommen und dann auch hier beantwortet. Genau, jetzt dürfen wir Christopher Kramp, unseren Referenten für den heutigen Abend, auf die Bühne bitten. Hallo. Hallo. Ja, auch dir möchten wir 2 Fragen stellen.
Und wir haben uns ein bisschen schlau gemacht über dich. Und die erste Frage, beziehungsweise du bist ja Evangelist und hast auch Orchesterdirigieren studiert. Ja. Und die erste Frage lautet, kommst du denn noch zum Dirigieren, wenn du so viele Vorträge hältst? Das ist eine gute Frage. Es gibt Menschen, die behaupten, dass wenn ich predige, ich immer noch mit meinen Händen dirigiere. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Insofern ja, ansonsten nein. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Das ist eine gute Frage. Von Zeit zu Zeit müsste man sie eher formulieren, was würde ich gerne tun. Meine Frau schaut zu. Hallo Bär, ich muss die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, ich habe viele Bücher zu lesen für meine Arbeit und wenn dann die Arbeit vorbei ist, habe ich noch mehr Bücher, die ich dann gerne lesen möchte. Ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die sich noch um 23 Uhr entspannen können bei hebräischen Vokabeln und akkadischer Grammatik. Sie können mich für verrückt halten, aber tatsächlich mache ich das gerne. Alles klar, Dankeschön. Bevor wir dein Thema hören werden, Machtkampf, wer hat den Zugang zur Zukunft, werden wir noch ein Musikstück hören. Der Name ist Ehre. Wir wollen diesen Abend auch mit einem Gebet beginnen und wenn es möglich ist, bitte ich, mit mir niederzuknien. Lieber treuer Vater in dem Himmel, wir freuen uns so sehr, dass du uns die Möglichkeit schenkst, hier zusammenzukommen. Es ist ein Vorrecht, dass du uns immer durch die Möglichkeit schenkst, dein Wort aufzuschlagen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns ein offenes Ohr schenkst,
möchten dich bitten, Herr, dass du den Sprecher segnen möchtest, dass du ihm seine Worte gibst, die notwendig sind, damit wir weiter in unserem Denken und Fühlen und unserem Handeln zu dir hinkommen. Vater, wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen, unsere Mitte zu sein und dass wir wissen dürfen, dein Wort ist wie ein Licht, das uns helfen möchte, den Weg zu finden. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen und danken es dir im Namen Jesu. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind und schön, dass Sie jetzt live eingeschaltet sind zu unserer Vortragsreihe, zum ersten Abend dieser Vortragsreihe, wo immer Sie jetzt auch gerade sind, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, vielleicht auch aus einem anderen Land. Bei solchen Veranstaltungen gibt es immer wieder Menschen, die auch aus den entferntesten Gegenden der Welt, deutschsprachig, uns zuschauen, wo immer Sie sind. Melden Sie sich, schicken Sie vielleicht ein Foto oder eine Nachricht, dass wir wissen, von wo Sie uns zuschauen. Herzlich willkommen zum ersten Abend der Serie Omega, der letzte Konflikt. Ich möchte auch nicht diejenigen vergessen, die später dieses Video vielleicht einmal ansehen werden auf YouTube oder irgendeinem anderen Internetkanal oder Sender. Fühlen Sie sich dann auch auf jeden Fall, auch wenn dann nicht nur die räumliche Distanz, sondern auch die zeitliche Distanz dazu gekommen ist, immer noch verbunden mit uns hier, wo wir gemeinsam diese Themenserie gemeinsam erleben werden. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum diese Serie Omega heißt. Für manchen ist vielleicht Omega vor allem ein Begriff, den man mit Fett und mit Fettsäuren und mit Fisch verbindet. Ja? Aber darum soll es an diesen Abenden nicht gehen. Außer vielleicht in den Gesundheitsspots, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt da Omega auch mal vor, Omega 3. Herzlichen Dank übrigens dafür, das war sehr wertvoll und ich glaube, wir können sehr viel lernen von diesen Gesundheitsspots, die es jeden Abend geben wird, die so ein bisschen auch helfen sollen, dass wir nicht nur in unserem Gehirn viel Information bekommen, sondern Gelegenheit bekommen, so ein bisschen auch in der Praxis einen Segen von dieser Veranstaltung zu bekommen. Nein, es geht nicht um Fisch und Fettsäuren, es geht um Omega, einen Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Omega heißt wörtlich großes O. Omega. Es gibt übrigens auch ein kleines O, das Omikron. Das Omega ist deswegen so bedeutsam, weil es der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet ist. Vielleicht kennen wir alle diese Redewendung A und O. Ja, das sagen die Eltern den Kindern, du musst früh aufstehen und dich in der Schule gut anstrengen, nicht wahr? Und fleißig lernen, das ist das A und O für den Erfolg im Leben. Nun, A und O, Alpha und Omega soll bedeuten, dass etwas sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht haben Sie das noch nicht gewusst, diese Redewendung kommt wie viele Redewendungen aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel. Und zwar kurioserweise tatsächlich aus der letzten Seite der Bibel. Wie passend. Und zwar im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel in Offenbarung 22, da heißt es, und das gibt uns so ein Leitmotiv für unsere Serie, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und wir merken schon, hier geht es bei A und O nicht um eine Sache. Es geht nicht um ein Konstrukt oder eine Theorie, es geht um eine Person. In dieser Vortragsreihe werden wir natürlich die Gegenwart in den Fokus rücken, aber wir wollen mehr als das tun. Wir wollen eigentlich sehen, wo wir stehen im größeren Rahmen der Geschichte. Herzlichen Dank.
Wir wollen sehen, wo wir stehen in einem größeren Rahmen der Geschichte. Wir wollen noch weiter hinausgehen. Wir wollen uns die Frage stellen, wie unsere gegenwärtige Zeit nach allgemeinen ethischen und moralischen Prinzipien zu bewerten ist. Ja, wir wollen noch weiter gehen. Wir wollen ganz bewusst unsere gegenwärtige Zeit in das Licht der Bibel tauchen. Wir wollen, dass der gesagt hat, ich bin das A und das O, auch im Zentrum unserer Vorträge steht. Nun, gibt es vielleicht einige heute Abend hier oder auch live am Computer, die sagen, nun, ich bin nicht in der Kirche aufgewachsen, ich kenne mich mit der Bibel nicht aus, vielleicht ist das gar nichts für mich. Diese Vorträge, diese ganze Vortragsreihe ist ganz bewusst so konzipiert worden, dass jeder, egal wie viel er schon in der Bibel gelesen, geschweige denn verstanden hat, teilnehmen kann. Keine Vorkenntnisse sind notwendig. Und ganz egal, welcher Weltanschauung, welcher Religion, welcher Konfession Sie sich zugehörig fühlen, seien Sie willkommen, denken Sie mit. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass Sie nach diesem Abend oder nach anderen Abenden einfach sagen, oh, das hat mir gut gefallen, ich glaube das jetzt einfach alles so, weil das der Herr Kramp gesagt hat. Genau das wollen wir nicht, obwohl das heute so oft getan wird. Wir wünschen uns sehr, dass Sie selbstständig denken. Wahrscheinlich haben Sie zu manchen Themen erst einmal eine andere Meinung, haben andere Ideen, haben andere Argumente, andere Dinge gehört und es ist gut, dann vor allem Fragen zu hören von Ihnen, dass wir gemeinsam auch ins Gespräch kommen. Nutzen Sie die Möglichkeit, stellen Sie Fragen, Dinge, die Sie nicht verstanden haben, Dinge, die Sie vielleicht anders sehen, Dinge, wo Sie schon immer das Gefühl hatten, das wollte ich mal loswerden. Stellen Sie die Fragen und wir werden hier die Gelegenheit haben, diese Dinge auch gemeinsam zu besprechen. Und weil es ein Vortrag sein soll und eine Vortragsreihe, die jeden Menschen dort abholen möchte, wo er gerade steht, aber eben auch aus der Perspektive Gottes uns neue Gedankengänge zeigen möchte, möchten wir ganz bewusst auch diesen Abend unter Gottes Führung und Leitung stellen. Und ich weiß, Sie haben gerade schon einmal gebetet, aber ich habe persönlich die Gewohnheit, bevor ich mit dem Thema beginne, noch einmal kurz zu beten und wir können dazu sitzen bleiben und ich würde ein kurzes Gebet gerne sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns lieb hast, dass du für uns da bist und dass du jeden Einzelnen von uns, ganz egal wer wir sind, ob wir dich kennen oder gerade zum allerersten Mal einen solchen Vortrag hören, dass du uns gemacht hast, gute Gedanken über uns hast und heute uns etwas zeigen möchtest, was uns dich besser verstehen lässt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, unser Lehrer bist. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen. Wer von uns kann das Wort Corona nicht mehr hören? Das habe ich mir gedacht. Ich bin ja Evangelist und Evangelisten haben ihren Namen von dem Evangelium. Das Evangelium heißt wörtlich im Griechischen Euangelion. Das ist eine Botschaft. Angelion ist die Botschaft, Eu ist gut. Eine gute Botschaft und so muss ich als Evangelist gute Botschaften bringen. Die gute Botschaft heute Abend am Anfang ist, ich werde nicht den ganzen Abend über Corona sprechen. Einige sagen, oh je, das hatte ich eigentlich gehofft. Wir werden am Anfang ganz kurz einhaken, dort wo wir stehen und ich werde versprechen, am Ende des Abends werden wir noch einmal dort zurückkommen, aber was wir im Laufe des Abends tun wollen, ist ein Fundament uns zu erarbeiten, mit dem wir die Gegenwart und nicht nur die Gegenwart viel besser verstehen können, einordnen können und so ein bisschen uns herauszoomen können aus dem gegenwärtigen Durcheinander der Meinung. Eins ist sicher, und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, ganz egal, wie er sich politisch, epidemiologisch oder gesellschaftlich verortet. In einer Sache sind sich alle einig. Wir haben eine Krise. Die Welt ist eindeutig im Krisenmodus. Nicht ganz klar ist allen, oder es gibt unterschiedliche Meinungen, was für eine Krise es denn eigentlich ist.
Ist es eine Gesundheitskrise? Ist es eine Gesellschaftskrise? Ist es eine politische Krise? Eine wirtschaftliche Krise? Eine Mischung aus verschiedenen Dingen? Was ist denn jetzt das größte Problem? Das Virus oder die gesellschaftlichen Folgen der Maßnahmen? Die Ungeimpften? Die Impfung selbst? Heute Abend möchte ich die These aufstellen, dass es eine noch viel tiefer gehende Ebene zu dieser ganzen Sache gibt. Dass es eine Krise gibt, die viel tiefer geht und die uns heute beschäftigen soll. Ich glaube, wir haben eine Informationskrise. Eine Informationskrise, nicht in dem Sinne, dass es zu wenig Informationen gibt. Ich würde eher sagen, es gibt fast zu viel Information. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich bombardiert fühlt von allen möglichen Informationen, die auf einen einströmen, von links, rechts, oben, unten, hinten, vorne. Man weiß manchmal gar nicht, wem man noch glauben soll, denn jeder argumentiert mit den besten Statistiken, den besten Experten, persönlichen Erfahrungen und verpackt das meistens so, dass wenn man seine Information nicht annimmt, man kurz davor ist, in den Abgrund des Verderbens zu stürzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf mich macht das ein bisschen den Eindruck, als ob man mich von allen Seiten zerquetschen will. Ich glaube, es geht noch mehr Menschen so, man weiß manchmal nicht genau, wem kann ich wirklich vertrauen. Ein guter Freund von mir hat gesagt, ich fürchte die Menschen, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie Menschen sind. Wir Menschen haben die Angewohnheit, selbst dann, wenn wir nicht böse sind, es gibt genügend böse Menschen und genügend böse Dinge, die Menschen tun, aber selbst wenn wir es gut meinen, wenn wir wohlmeinend sind, machen wir Fehler, wir verstehen Dinge falsch, geben Dinge falsch weiter. Ich glaube, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, Menschen kann man nicht so wirklich vertrauen. Und dann kommt dazu, dass ich Ihnen heute Abend als Historiker sagen kann, es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit einen Zeitpunkt gegeben, wo alle Informationen zur Verfügung standen. Es gibt immer Informationen, die zurückgehalten werden, aus den verschiedensten Gründen, seien sie gerechtfertigt oder nicht. Wie kommt man also an die Informationen, die man braucht, um eine gute, eine kluge Entscheidung zu fällen, um wirklich wissen zu können, was die Wahrheit ist und nicht einfach nur Spielball irgendwelcher Propagandamaschinen aus welcher Richtung auch immer. Sich den Zugang zu den richtigen Informationen zu verschaffen, ist über die Jahrhunderte immer schon eine Herausforderung gewesen. Heute werden wir zwar mit Informationen geflutet, wissen aber oft nicht, welche wir nehmen sollen. Früher war das anders, da gab es eher weniger Informationen, man musste manchmal schwere Sprachen lernen, um an die richtigen Informationen zu kommen. Es gab Zeiten, da wurden Informationen ganz bewusst vorenthalten. Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Geschichtsunterricht an das Mittelalter, wo man die Bibel den Menschen vorenthalten hatte. Man sollte die Bibel nicht in der eigenen Landessprache lesen. Und so etwas findet man zu allen Zeiten. Oft haben mächtige und einflussreiche Menschen den Eindruck gehabt, zu viel Information tut dem Volk nicht gut. Die machen vielleicht irgendwas damit, was wir nicht wollen. Das lässt sich zurückverfolgen durch die Jahrhunderte, durch die Geschichte, von Epoche zu Epoche, bis ganz zurück in die Anfänge der menschlichen Zivilisation. Wenn Sie mir das nicht glauben, schauen Sie sich einmal das hier an. Da fängt mein Herz an, höher zu schlagen, eine Tontafel mit Keilschrift. Es ist erstmal egal, worum es hier geht. Es ist eine sogenannte babylonische Chronik 3. Da wird der Fall von Ninive im Jahre 612 vor Christus beschrieben. Aber was interessant ist, ganz unten gibt es einen Vermerk für den Besitzer der Tafel. Dort steht nämlich genau das hier, wie Sie unschwer lesen können. Nämlich, das ist jetzt nicht, das hätte ein S mit einem Punkt sein sollen, hat Computerübertragung nicht funktioniert. Egal. Das heißt, Litzer, Ana, Kate, und dann La Uschetzi. Das entscheidende Wort hier, also das heißt, der die Tafel hat, soll sie bewahren und er soll sie in andere Hände nicht
geben lassen. Ja? Das entscheidende Wort ist hier das hier. Das sieht schon so aus. Das sollen tatsächlich 2 gekreuzte Finger sein. Gib es nicht weiter. Diese Information soll beim Schreiber bleiben. Es ist eine wichtige historische Chronik gewesen, aber die Schreiber waren damals in Familien organisiert. Sie haben das aufgeschrieben und dann der nächsten Generation gesagt, gib die Information niemand weiter. Niemand soll es in die Hände bekommen. Nun, es war damals nicht so, dass man gar nichts veröffentlichte. Am liebsten veröffentlichten die Könige, wie toll sie sind. Die Propaganda. Ein ganz tolles Monument von einem babylonischen König, der damals in der Zeit lebte und jedes Jahr nach Syrien ging und dort große Triumphe feierte und dann dort an den Felswänden, dort in Wadi Brisa im Libanongebirge, seine Inschriften hinterließ. Das kann man hier schlecht lesen, aber hier ist es ganz deutlich, wir können gemeinsam seinen Namen herausfinden. Dieses Zeichen hier, das sagt nur, dass jetzt ein Göttername kommt, das ist Na, Bi, Ku, Du, Ur, Ri, U2, Zu, Ur. Das ist eine sehr altmodische Aussprache, so ein bisschen, als wenn ich mich als Christophorus bezeichnen würde. Nabium Kuduri Uzur, besser bekannt als Nabu Kuduri Uzur der Zweite. Sagt Ihnen immer noch nichts? Der ist besser bekannt als Nebukadnezar der Zweite. Benannt nach einem großen Helden der babylonischen Geschichte, der ein halbes Jahrtausend zuvor die Babylonier wieder ein bisschen zur Unabhängigkeit brachte. Und dieser Nabukadnezar II. Gilt als einer der größten Feldherren und Architekten, einer der größten Staatsmänner überhaupt in der Geschichte des alten Orients. Und er hat etwas ganz Entscheidendes mit unserem Thema heute Abend zu tun. Um das Omega zu verstehen, müssen wir erstmal beim Alpha anfangen. Zurück an die Anfänge der menschlichen Zivilisation, um etwas für unsere Zeit zu lernen. Sie waren vielleicht in Ihrem Leben schon mal in Berlin. Wenn nicht, habe ich einen touristischen Tipp. Gehen Sie in das Pergamon-Museum. Dort findet man noch grandiose Ausgrabungsrelikte, die damals der Robert Koldewey und seine deutschen Ausgeber in Babylon gemacht haben, das berühmte Ishtar-Tor zum Beispiel. Und da kann man sehen, der Nebukadnezar, der liebte das Bauen. Er wollte zeigen, wie toll er ist, wie großartig er ist, wie gutmütig er ist. Und er liebte darüber zu sprechen. Deswegen haben wir von Nebukadnezar enorm viele Inschriften, die im nächsten Jahr hoffentlich endlich mal vollständig veröffentlicht werden. Das hat über 100 Jahre gedauert. Aber diese Inschriften enthalten immer nur Dinge wie, ich Nebukadnezar bin groß, bin toll, habe das gebaut, habe das gebaut, habe das gebaut, habe das gebaut. Sie sagen fast nichts von seiner Regierungszeit. Und das, obwohl er 43 Jahre ungefähr regierte, wissen wir von diesen 43 Jahren sehr, sehr wenig, nämlich im Wesentlichen nur das, was man hier sehen kann. Eine einzige Tafel im Britischen Museum mit ein paar Zeilen auf der Vorder- und Rückseite, also ungefähr 13 Jahre seiner Regierung, kurze Einträge, was in jedem Jahr passiert ist. Das ist alles, was wir aus keilschriftlichen Quellen über ihn sagen können. Da haben wir ihn hier nochmal, diesmal in sumerischer Schreibung. Hier heißt es, er war der erste Sohn seines Vaters Nabopolassar. Und dann wird hier beschrieben, das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an, aber man kann dort sehen, wie er Jahr für Jahr nach Syrien ging und dort Gegenden eroberte und für das neue babylonische Reich, das sich von den Assyrern gelöst hatte und jetzt ein Weltreich begründet hatte, wie es da immer mehr Gegenden einnahm und Tribut nahm, unter anderem auch die berühmte Stadt der Judäer. Das kann man hier alles lesen, soll uns heute nicht weiter so sehr interessieren, aber dort kann man bis auf den Tag genau ein Ereignis festhalten, mit dem 16. März 597 vor Christus, wo genau dieser Nebukadnezar, so wie es in der Bibel auch berichtet ist, die Stadt Jerusalem, die Stadt der Judäer, wie es dort heißt, eingenommen hat, einen König gefangen genommen hat, einen anderen eingesetzt hat. Und damit ist diese babylonische Chronik 5 ein ganz interessanter Beleg für die Historizität, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber was uns heute nicht so sehr interessieren soll, sind diese keilschriftlichen kurzen Hinweise auf Feldzüge, sondern eine Geschichte, die nicht in Keilschrift, sondern in der Bibel zu finden ist.
Denn von diesem Nebukadnezar haben wir zwar nur diese eine Tontafel über seine Regierungsereignisse für 13 Jahre, aber wir haben 4 große Kapitel in dem biblischen Buch Daniel, wo einiges über ihn berichtet wird. Und ein Kapitel wollen wir uns heute genauer anschauen, weil dieses Kapitel uns eine ganze Menge darüber sagt und uns zeigt, wie wir an die richtigen Informationen bekommen. Genauso wie damals, so auch heute. Es heißt hier in Daniel 2, Vers 1, und im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezar, das war ungefähr von Frühjahr 603 bis Frühjahr 602 vor Christus, hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Jemand schon mal erlebt, dass er nicht mehr schlafen konnte, weil er so schlecht geträumt hat? Das passiert manchmal, wenn man Sorgen hat oder im besten Fall, weil man am Abend zuvor zu viel Pizza gegessen hat, nicht wahr? Es war zu gut, man konnte nicht aufhören. Ist nicht gesund, wird vielleicht auch noch in unseren Gesundheitsspots thematisiert werden. Aber diese schlechten Träume von Nabuchodonosor II. Hingen nicht mit der babylonischen Pizza zusammen, obwohl die wahrscheinlich sehr üppig war und wie wir lernen in der Bibel, auch das Essen in Babylon nicht immer besonders gesund war. Nun, wenn man einen Traum hat und ihn nicht versteht und man den Eindruck hat, er ist bedeutsam und man ist König in Babylon, dann gibt es eine einfache Methode. Man hat nämlich Angestellte genau dafür. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen. Das war keine Kirmestruppe, die einfach mal so ein bisschen Taschenspielertricks gemacht hat. Das war die internationale Elite der Wissenschaft. Woher weiß ich das? Das ist vielen gar nicht bekannt, aber das hebräische Wort für Traumdeuter kommt eigentlich von einem ägyptischen Wort und wird immer, wenn es sowohl in assyrischen oder auch in biblischen Stellen verwendet wird, für einen ägyptischen Beruf verwendet, nämlich für einen sogenannten ägyptischen Vorlesepriester. Das kann man hier sogar in Hieroglyphen sehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren das nicht also nur ein paar Hintermänner der Chaldäer. Dort waren Experten aus Ägypten, der großen Hochkultur schlechthin am babylonischen Hof und wahrscheinlich aus vielen anderen Nationen. Auch jemand, der die Bibel gut kennt, weiß vielleicht, dass mit Traumdeutung und Ägypten, da gibt es diese Geschichte mit Josef in 1. Mose. Und so waren das also die allerbesten, die besten Wissenschaftler und die besten Experten, die man sich überhaupt nur vorstellen konnten. Und sie wurden zusammengerufen und sie kamen hier in Babylon. Wahrscheinlich haben die meisten von ihnen hier gelebt. Das ist so der heilige Bezirk. Hier ist der große Turm Etemenanki, das Haus des Fundamentes von Himmel und Erde. Also die Babylonier haben was auf sich gehalten, wie man sehen kann. Und dann sind die wahrscheinlich hier. Und diese große Straße, diese breite Straße Richtung Palast, also hier ist der Südpalast, der stand wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht, der ist später gebaut worden, aber hier im Nordpalast, da wird der Nabuchodonosor II., der Nebukadnezar residiert haben und hier sind sie auf dem Weg gegangen. Wir wissen sogar, wie die Straßen hießen, auf denen sie gelaufen sind. Das kann man hier schön sehen. Diese breite Straße hieß, Achtung, möge der Arrogante nicht blühen. Toller Straßenname, oder? Hier daneben, das war die breite Straße, die Straße hier daneben hieß Beuge dich, Stolzer. Ja, stellt man sich vor, da trifft man sich in Babylon und sagt, hey, wo wohnst du? Ich wohne in Beuge dich, Stolzer, 13. Interessant, nicht, ja? Die Babylonier waren sehr religiös. Zum Beispiel, wenn einer hier von dieser Straße kam, von der Straße 13 hier, Straße 15, das hieß, er wird den einen hören, der ihn anruft. Die Straßen hatten damit zu tun, wenn man zu den Göttern betet, dann helfen sie. All diese Straßennamen hatten alle religiöse Namen. Oder zum Beispiel hier die Straße 1, die dann von hier querkommt, hieß, er wird den einen hören, der ihn sucht. Und so kamen diese internationalen Experten, die Ägypter und die Babyloner, die alle dort für gutes Geld für den König arbeiteten, sie kamen dorthin und wurden noch an den Straßennamen daran erinnert, dass ihre Götter ihnen helfen werden. So war die Idee. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort. Aramäisch war damals die Handelssprache und kurioserweise beginnt ab diesem Zeitpunkt der Text in Aramäisch und geht dann weiter in Aramäisch. O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Die Babylonier waren Spezialisten in der Zeichendeutung. Wann immer irgendetwas Merkwürdiges passierte, notierten sich das und machten Listen.
Man muss sich also vorstellen, dass diese Chaldäer und diese Traumdeuter und die Wahrsager mit einer Reihe von Tafeln kamen, für die sie für jeden einzelnen Fall eine Interpretation hatten. Wenn also ein Lamm geboren wurde und das Fell sah komisch aus, dann sagte man, dann wird es eine Pest geben. Und wenn das Lamm geboren worden ist und es hatte 2 Köpfe, dann sagte man, der König wird an dem und dem sterben. Und wenn das Lamm geboren wird und hat irgendwie ein Problem mit dem Magen, dann bedeutet das das und das und das. Und man kann heute diese ganzen Tafeln lesen. Für jeden einzelnen Fall gab es eine Interpretation. Man hat sogar festgestellt, dass es sehr merkwürdige Dinge gibt, wie zum Beispiel ein Lamm mit 2 Köpfen, ist vielleicht mal geboren worden und man hat sich gedacht, naja, es kann ja sein, es kommt mal eins mit 3. Ja? Es gibt Tafeln, da steht drauf, wenn ein Lamm mit 9 Köpfen geboren wird, dann wird das und das passieren. Die waren auf alles vorbereitet, dachten sie. Die Babylonier waren Experten darin, egal ob ein Vogel geflogen ist oder ein Stern zu sehen war oder eine Stadt im Morast lag oder auf einem Berg stand, für alles gab es eine Interpretation. Man musste nur klug genug sein und die Tafeln lesen können, die waren meistens nicht in Babylonisch, die waren in Sumerisch. Man musste nur intelligent genug sein und konnte dann aus der Schublade sozusagen die passende Tafel ziehen und sagen, das ist die Interpretation. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo die allermeisten von uns nur Interpretationen bekommen. Wir sehen etwas, was in der Welt passiert. Wir sehen eine Krise, wir sehen Ereignisse und wir wollen wissen, was bedeutet das? Wie muss ich das einordnen? Wie ist die Interpretation dieses Ereignisses? Aber Nabukadnezar II. Wollte keine Interpretation. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend hierher gekommen sind oder Sie live zuschauen, liebe Freunde. Wollen Sie eine Interpretation mal hören, was dieser Christ, Herr Kramp, zur Corona-Krise sagt? Wie er das deutet? Ich hoffe, Sie haben ein höheres Ziel, nicht einfach nur eine Interpretation. Nabukadnezar II. Sagte, nein, ich möchte wissen, ob ihr wisst, was ich geträumt habe. Ich meine, das ist eine andere Sache, oder? Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht fest, unwiderruflich. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Man sieht, er war kein Christ. Ganz ehrlich, wenn ich Ihnen eine Pistole an die Schläfe halte und Ihnen erzähle, ich habe gestern Abend geträumt von einem rosa Elefanten, der durch ein Erdbeerfeld ging und Milch getrunken hat, würde Ihnen eine Interpretation einfallen? Ihnen würden die allerblumigsten Interpretationen einfallen. Aber wenn ich Ihnen dieselbe Pistole an Ihre Schläfe halte und Sie fragen, was habe ich gestern Abend geträumt, dann ist die menschliche Weisheit zu Ende. Nebukadnezar hat ein wichtiges Prinzip verstanden, eines, das wir auch, egal welcher Weltanschauung, welcher Religion, welcher Konfession wir uns zugehörig fühlen, wir alle bestätigen können, es ist einfacher, es müsste doch einfacher sein, die Vergangenheit zu benennen als die Zukunft, oder? Wie kann ich jemandem vertrauen für die Zukunft, der mir nicht mal sagen kann, was in der Vergangenheit passiert ist? Vertrauen Sie niemandem, der Ihnen sagt, was die Zukunft bringt, der Ihnen nicht auf übernatürliche Weise etwas über die Vergangenheit sagen kann. Nun, die Chaldäer und die Wahrsager haben schon geahnt, wohin das führt. Sie sprachen, oh, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Wir haben alle möglichen Tontafeln parat, sag es uns. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt alle seine Regierungsakte immer wieder auf den Rat der Weisen abgestimmt. Wenn die Weisen gesagt haben, oh, die Zeichen sind gut, führe Krieg gegen Ägypten, dann hat er seine ganze Armee losziehen lassen. Wenn sie gesagt haben, oh, es ist keine gute Idee, die elamitische Prinzessin zu heiraten, die Götter sagen, du solltest die medische Prinzessin heiraten, dann hat er seine Heiratspolitik nach denen ausgerichtet. Er hatte sein ganzes Leben nach diesen Menschen ausgerichtet und zum ersten Mal bekommt er das Gefühl, vielleicht werde ich betrogen. Das ist kein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man betrogen wird, oder? Kein schönes Gefühl. Und dann sagt er interessante Worte. Worte, die wir uns heute auch merken sollten, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Er wollte nicht nur eine Interpretation, noch eine weitere Deutung. Er wollte wissen, was könnt ihr wirklich? Ich möchte Gewissheit haben.
In der Zeit, in der wir leben, ändern sich die Meinungen im Monatstakt, Wochentakt, Tagestakt, Stundentakt. Man kommt manchmal nicht mehr hinterher. Man hat das Gefühl, man schwimmt von einer Meinung zur nächsten. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich in seinem tiefsten Innern nach Sicherheit. Und wenn Sie eine Kirche betreten, wenn Sie einen religiösen Vortrag hören, dann geben Sie sich nicht mit Interpretationen zufrieden. Heute gibt es viele Menschen, die glauben, dass man den Verstand an der Kirchentür abgeben muss. Ganz im Gegenteil. Gott hat ihnen den Verstand gegeben, damit sie denken. Jeder wirkliche Mensch, jeder Mensch, der wirklich Gott kennengelernt hat, weiß, dass erst in der Begegnung mit Gott der Verstand und das eigene kritische Denken so richtig zur Entfaltung kommen. Ich glaube, aus persönlicher Erfahrung, Glaube und eine Überzeugung, die auch auf Wissen und Fakten basiert, sind kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Sie brauchen einander. Er wollte es wissen. Und jetzt kamen sie heraus. Jetzt kam die Bankrotterklärung. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Und es waren ja die Besten der ganzen Welt schon da. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Und jetzt kommt's. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen wer? Die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Und an der Stelle haben sie den Ball fallen lassen. Denn wofür wurden sie bezahlt? Sie wurden doch genau dafür bezahlt, dass sie dem König sagen, was die Götter meinen, oder? Dafür haben sie ihr kostbares Silber abgewogen bekommen. Sie sagen, die Götter wissen es, aber wir wissen es nicht, heißt auf Deutsch, wir haben keinen Kontakt zu den Göttern, heißt auf klares Deutsch, wir haben dich die ganze Zeit betrogen. Wann immer wir gesagt haben, zieh in den Krieg, tu das, tu jenes, heirate die, war das eigentlich doch ein Taschenspielertrick. Kein Wunder, dass König Nabukadnezar II. Wütend wurde und sehr zornig und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Nabukadnezar II. Ist an diesem Tag zum Atheisten geworden. Ich glaube, es gibt heute viele Menschen, die sagen, dass sie Atheisten sind. Aber wenn man sie genau fragen würde, würden sie nicht sagen, dass sie nach 30 Jahren Studium der Philosophie zur Erkenntnis gekommen sind, dass es keinen Gott geben kann, sondern sie würden sagen, sie sind enttäuscht worden von Menschen, enttäuscht worden von Institutionen, enttäuscht worden von Heuchelei und deswegen wollen sie damit nichts mehr zu tun haben. Nabukadnezar II. War wahrscheinlich 40 Jahre oder älter. Er war sein Leben lang damit aufgewachsen, dass das, was die babylonische Religion sagt, wahr ist und zum ersten Mal realisierte, das gesamte Kartenhaus fällt zusammen. Hast du auch schon realisiert, dass man sich auf die Menschen, auf die man vielleicht immer gedacht hat, dass man sich verlassen kann, man sich nicht verlassen kann? Die Börsenexperten, die gesagt haben, setzen Sie genau darauf, es wird auf jeden Fall eine gute Sache. Und später, als die Kurse runtergingen, standen sie auch verzweifelt da und sagten, das konnten wir nicht sehen. Von den Politikern will ich gar nicht anfangen. Vielleicht haben sie auch das erlebt, vielleicht hast du es auch erlebt, lieber Freund, liebe Freundin, dass du gedacht hast, mein Pastor, mein Priester, mein Guru, bis du hinter die Fassade geschaut hast und gemerkt hast, alles nur Lug und Trug. Wie kommt man an die Information? Nabukadnezar sendet seine Leibwache und die sollen alle Weisen umbringen. Und jetzt kommt es zu einer interessanten Sache. In Vers 14 treffen wir einen jungen Mann, der schon zu einem frühen Zeitpunkt im Zuge der ersten Eroberung von Nabukadnezar II. In der Levante, in Israel, gefangen genommen worden ist, wahrscheinlich als königliche Geisel. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs. Übrigens, dieses Wort ist sehr interessant. Im Aramäischen steht hier ein Wort, das man noch heute was man heute wiedergefunden hat in babylonischen Keilschrifttexten über die tatsächliche Armee oder die tatsächliche Polizeitruppe sozusagen, die tatsächliche Truppe des Nabukadnezar, die hatten einen Namen, die hießen die Tabichi und das heißt wörtlich die Schlechter.
Also so wie es in Amerika die Navy Seals gibt, die so einen Titel tragen, nicht wahr? Oder wie heißen die bei uns? Die KSK, GSG, was auch immer, ja? So klopfte also jemand an die Tür und sagte, Guten Abend, ich bin so und so, Arioch, Oberster der Schlechter. Da weiß man, das sind keine guten Nachrichten. Aber was würde Daniel antworten, als sein Leben in Gefahr kommt? Was würde er antworten, als ungerechtfertigte Staatsgewalt ihm das Leben nehmen möchte? Er antwortete mit klugen und verständigen Worten. Freundlich, liebevoll. Ich habe in den vergangenen Monaten viel Wut erlebt. Auf allen Seiten. Über jeweils die nicht so denken wie ich. Aber das hier, kluge, verständige Worte, Höflichkeit, Freundlichkeit, das ist oft Mangelware. In Daniel 2 und dort Vers 16 heißt es weiter, Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Nabukadnezar II. Hat sich so geärgert. Und er wollte am liebsten nichts mehr zu tun haben mit Weisheit und übernatürlichen Dingen und Zukunftsweissagungen. Aber Daniel sagt, pass auf, gib mir eine kurze Frist. Vielleicht änderst du noch deine Meinung. Vielleicht gibt es heute jemanden hier oder jemand, der live zuschaut oder später das Video sieht und sagt, lass mich doch in Ruhe mit Kirche, lass mich in Ruhe mit der Bibel. Ich habe da genug Erfahrung gemacht, sind alles nur Heuchler. Dann möchte ich dich einladen, gib mir noch ein paar Minuten Frist. So wie Nabukadnezar II. Auch eine kleine Frist gewährt hat. Vielleicht gibt es ein paar kluge und verständige Worte aus diesem Buch, die dir helfen, eine neue Perspektive zu bekommen. Die Frist verstrich schnell und Daniel wurde zu Nabukadnezar II. Gebracht. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Beltsatzar war. Der hat einen babylonischen Namen bekommen, der bedeutet also die Herrin, gemeint ist die Frau des Gottes Marduk, beschütze den König. Er hat wahrscheinlich den Namen nicht sehr gemocht, immer wird davon berichtet, dass sein Name irgendwie Daniel geblieben ist. Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe und seine Deutung mitzuteilen? Trotz der Frist hatte sich nichts am Anspruch des Nabukadnezar II. Geändert. Und jetzt kommt's. Daniel sagt, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Es gibt Dinge, die sind Menschen unmöglich. Und auch wenn Menschen behaupten, dass sie es können sie es nicht. Und wir müssen verstehen, es gibt eine Grenze für unseren Intellekt, eine Grenze für unsere Kapazität zu wissen und zu analysieren und zu deuten. Es gibt Dinge, die können wir Menschen nicht, vor allem dann, wenn es um die Zukunft geht. Aber Daniel sagt, es gibt Dinge, die können wir nicht. Es gibt Dinge, da kommt unser Intellekt, unser Verstand, unsere Fähigkeit zu analysieren ans Ende. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Er lädt ihn ein, wegzuschauen von den Enttäuschungen des Lebens, wegzuschauen von den Schwächen der Menschen, wegzuschauen von seinem eigenen Ärger und Zorn und zwar hinzuschauen zu dem einen wahren Gott, von dem Nabukadnezar II. Noch nie was gehört hatte. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Heute Abend möchte ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, wo immer du bist, einladen, wegzuschauen von dem Ärger, der sich vielleicht in deinem Herzen aufgrund bestimmter Situationen angesammelt hat. Wegzuschauen von dem Ärger über die Schwachheit von Menschen. Wegzuschauen von deinen eigenen Begrenzungen und hinzuschauen und zu realisieren, es gibt einen Gott im Himmel. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Nabukadnezar II. Hatte noch nie etwas von diesem Gott gehört, aber dieser Gott kannte ihn. Er hatte noch nie zu ihm gesprochen, aber dieser Gott sprach zu ihm. Vielleicht gibt es heute jemand, der noch nie darüber nachgedacht hat, dass es Gott gibt. Jemand, der noch nie zu Gott gesprochen hat.
Interessant ist, was Daniel sagt. Er sagt nicht, weißt du, es gibt einen Gott im Himmel. Und wenn du unserem Club beitrittst und wenn du regelmäßig das Geld bezahlst, was dort als Gebühren behauptet, zu bezahlen ist, und wenn du deine Hausaufgaben fleißig machst, dann könnte es sein, dass nach so und so vielen Monaten Gott vielleicht zu dir spricht. Wenn du eingeweiht bist, wenn du die Qualifikation durchlaufen hast, dann könnte Gott zu dir sprechen. So laufen alle falschen Religionen. So lief auch die babylonische Religion. Du musst initiiert werden, du musst Dinge erfahren und erleben, bis irgendwann vielleicht du würdig bist, mit den Göttern zu sprechen. Aber Daniel sagt, nein, Gott hat schon zu dir gesprochen. Du weißt es nur noch nicht. Er hat sich schon dir offenbart. Ich bin nur dazu da, es dir zu zeigen, um dir deutlich zu machen, wie du mit diesem Gott selbst in Kontakt treten kannst. Lieber Freund, liebe Freundin, du musst nicht erst einen Kurs besuchen, nicht erst eine Anfangszeit absolvieren, eine Qualifikation bestehen, damit irgendwann Gott zu dir spricht. Er hat schon zu dir gesprochen. Geh morgen raus in die Natur und sieh, wie er gesprochen hat. Schau in deinen Körper, wie du gemacht bist, und sieh, wie er gesprochen hat. Vielleicht hattest du das Vorrecht, schon irgendwann einmal in diesem Wort etwas zu lesen oder wenigstens zu hören. Er hat schon zu dir gesprochen. Nur wie Nabukadnezar II. Hast du gar nicht gewusst, dass er es war. Hast irgendwo anders die Lösung gesucht, aber er hat schon gesprochen. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Nabukadnezar II. Hat eine ganz natürliche Frage: Was kommt morgen? Wer von uns ist nicht melden, aber sind wir auch schon mal ins Bett gegangen und haben uns gefragt, was wird morgen passieren? Werde ich morgen noch meinen Arbeitsplatz haben? Wie wird es werden mit meinen Kindern? Wie werden sie in dieser neuen Welt leben? Werde ich gesund bleiben? Wird die Diagnose sich als falsch herausstellen? Wir machen uns Gedanken um die Zukunft. Und manchmal sagen wir das niemandem, so wie Nabukadnezar II. Der hat sich ja nicht mitteilen können, hat er nicht sagen können, ich habe Angst, ich weiß nicht, was passiert. Ein König muss immer souverän wirken, nicht wahr? Der kann nicht seine Leute fragen, wisst ihr, was passiert? Der muss immer die Antworten haben. Aber in seinem tiefsten Herzen saß er dort oder lag dort in seinem Bett und fragte sich, was wird passieren? Vielleicht hast du mit niemandem darüber gesprochen, dass du Angst hast vor dem, was kommen mag. Aber Gott sieht dein Herz. Gott sah das Herz von diesem Nabukadnezar II. Und wollte ihm helfen. Da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte. Daniel sagt, nee, ist nicht meine Stärke, nicht meine Intelligenz offenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Wenn Gott redet, redet er immer direkt in dein Herz. Er redet immer direkt zu deinem Denken. Und das, was du in deinem tiefsten Innern dir wünschst, das kennt er und hat die beste Antwort darauf. Also, Nabukadnezar II. War wie ein Flitzebogen gespannt. Kann der Daniel mir sagen, was ich geträumt habe? Hier, das hat er geträumt. Du, o König, schautest und siehe eine erhabene Standbild, eine Statue eigentlich im Aramäischen. Eine Statue, dieses Bild war gewaltig, sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Was ich so mag an Gott ist, er spricht die Sprache, die wir kennen. Nabukadnezar lebt in einem Palast, er lebte in Tempeln, da standen überall Statuen, Götterbilder und Gott spricht zu ihm durch etwas, was er kennt. Es ist derselbe Gott, der den Israeliten gesagt hat, als sie durch die Wüste in Zelten marschierten, ich will bei euch wohnen und damit ihr versteht, wie das ist, baut mir ein Zelt. Derselbe Gott, der, als er als Mensch auf der Erde war und die Frau am Jakobsbrunnen kommen sah, die an Wasser dachte, gesagt hat, ich will dir das Wasser des Lebens geben. Gott spricht die Sprache, die wir kennen. Gott spricht nicht hier oben, wo wir erst einmal einen theologischen Kurs absolviert haben müssen, um ihn verstehen zu können. Er versucht, auf unsere Ebene herabzukommen. Eine Statue. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Das ist also gutes Gold, reines Gold, frei von Schlacken, so im Original. Eine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, ein Oberschenkel aus Eisen. Und wir sehen schon, da ist etwas Besonderes an den Metallen. Nicht wahr? Das sieht man ganz leicht. Die Metalle nehmen
ab an Wert, wie bei Olympia. Der erste kriegt Gold, der zweite kriegt Silber, der dritte kriegt Bronze und Eisen kriegt niemand mehr. Nicht? Aber es ist nicht nur die Abnahme des Wertes, die hier entscheidend ist. Weiß jemand, was noch interessant ist, wenn man diese Metalle hier miteinander vergleicht? Es ist nicht nur der Wert, der abnimmt, es ist auch die Härte, die zunimmt. Ja, eine Olympiasiegerin, die kann ohne Probleme in ihre Goldmedaille beißen. Versuchen Sie das mal mit einer Eisenmedaille. Dann gibt es einen Termin beim Zahnarzt. Die Metalle nehmen an Wertigkeit ab, sie nehmen aber an Festigkeit, an Stärke zu. Bis zu dem Eisen. Dann kommt alles durcheinander. Denn was jetzt kommt, ist sehr merkwürdig. Die Füße teils aus Eisen und teils so aus Terrakotta, aus Ton, wie das Aramäische sagt. Ganz merkwürdig, eine ganz seltsame Mischung. Aber das ist nicht alles. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte, was viele nicht realisieren. Eigentlich steht im Aramäischen, schauend warst du, bis sich ein Stein löste, der nicht von Menschenhand war. Das heißt, dieses nicht von Menschenhand bezieht sich eigentlich nicht so sehr auf das Lösen, als auf den Stein selbst. Der Stein war nicht von Menschenhand. Das ist deswegen interessant, weil woher kam die Statue? Die Statue aus Gold und Silber und Bronze war woraus gemacht? Also wovon gemacht? Von Menschenhand. Denn Götzenbilder werden mit Menschenhänden gemacht. Die Bibel spricht immer wieder von den Bildern, die mit Händen gemacht worden sind. Aber dieser Stein ist nicht wie Gold oder Silber aus Händen gemacht. Er ist aus einer ganz anderen Natur, nicht Menschenwerk. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Etwas, was den Babyloniern und auch schon den Sumerern extrem wichtig war, dass man sich an sie erinnern würde. Dass sie etwas Bleibendes schaffen. Dass sie für immer in Vergessenheit geraten, war das Schlimmste, was es gibt. So haben sie Inschriften hinterlassen, verbuddeln lassen, in der Hoffnung, dass jemand, ein König später, der den Tempel renoviert, 100 Jahre später, 500 Jahre später, 1000 Jahre später, die Inschrift findet und sagt, damals. Ja. Und so finden wir heute noch Inschriften von ihnen. Und das war ihr Ziel, dass man sich noch in Tausenden von Jahren an sie erinnert. Aber hier scheint sich anzudeuten, dass alles Menschliche, was Menschen gemacht haben, zu ihrer eigenen Ehre an ein Ende kommt und niemand sich daran erinnert wird. Das muss den Nabuchodonosor II. Geschockt haben. Und deswegen wollte er wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Weiter hinten im Kapitel wird gesagt, dass dieser Stein von einem großen Felsmassiv, von einem Berg sich gelöst hatte und jetzt selbst zu einem Berg wurde auf der ganzen Erde. Ich habe eine Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, Sie sind Daniel. Und Sie wissen, Sie haben nur eine Chance. Nur eine. Wenn Sie das jetzt falsch machen, dann wird Ihr Haus zum Misthaufen gemacht. Und das ist noch die am wenig schlimmste Konsequenz, denn Ihnen wird der Kopf abgeschlagen. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen vor Nabuchodonosor II. Und sollen jetzt den Traum sagen und Sie erzählen, es war das und das und das und das und das und das und das. Was würden Sie jetzt danach sagen? Ich sage Ihnen, was ich sagen würde. Ich hätte vermutlich sowas gesagt wie, stimmt das? War das der Traum? Kannst du dich erinnern? Aber das ist nicht das, was Daniel sagt, sondern Daniel sagt, das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König seine Deutung verkünden, fast als ob er sagen wollte, auch wenn du dich nicht daran erinnerst, ich weiß, das hast du geträumt. Das ist der Traum. Er war nicht zweifelnd, er war nicht unsicher, er war felsenfest überzeugt, du hast genau das geträumt, nichts anderes geträumt, ob du es weißt oder nicht, das ist der Traum. Und dann sagt er, nun wollen wir, bisschen merkwürdig, oder? Spricht er hier wie die englische Queen im Pluralis Majestatis? Nein. Daniel wusste, er stand dort nicht allein. Daniel wusste, obwohl er vor dem größten König der damaligen Welt stand, vor dem alle anderen Könige sich niederwarfen, vor der größten Militärmacht, vor Leibwache, die den Titel trug, die Schlechter, obwohl er dort scheinbar alleine stand, wusste er, ich stehe nicht allein. Jemand ist mit mir. Gott ist mit mir. Woher hatte Daniel
diese Kraft, diese Stärke, diese Zuversicht? Die Antwort ist verblüffend einfach. Er hatte gebetet. Er hatte gebetet. Er und seine 3 Freunde hatten sich in dieser Frist zurückgezogen. Sie haben nicht einfach in der Universitätsbibliothek von Babylon alle Tontafeln gelesen. Sie haben gebetet, weil sie wussten, diese Sache kann uns nur Gott zeigen. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten. Wegen dieses Geheimnisses gibt es heute irgendetwas, was dich bedrückt? Irgendeine Schwierigkeit, die auswegslos erscheint? Eine Deadline, die nicht zu erfüllen ist? Was immer es ist, du kannst heute zu diesem Gott beten. Und das besondere Kraft sogar im Gebet zusammen, in kleinen Gruppen, zu 2, zu 3, zu 4. Aber selbst wenn du niemanden hast, der mit dir betet, du kannst heute zu Gott beten. Der Gott Daniels ist lebendig und beantwortet Gebete auch heute noch. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Er war nicht nur jemand, der gebetet hat und gebeten hat und Dinge haben wollte. Als er sie von Gott bekam, war er auch dankbar. Das vergessen wir manchmal ein bisschen, nicht wahr? Wir bitten manchmal und sagen, Herr, hilf uns, und dann wird uns geholfen und vergessen wir den Dank. Aber Daniel dankt, da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Ganz interessante Formulierung. Wenn Gott nur weise wäre, dann wäre er dieser kluge Opa im Himmel, der uns nicht helfen könnte. Wenn Gott nur mächtig wäre, dann müssten wir vor ihm zittern, weil wir nie wissen würden, ob er es wirklich gut mit uns meint. Aber Gott ist weise und mächtig. Er ist gut und stark. Lieber Freund, liebe Freundin, es gibt einen Gott, der dir helfen möchte, der weise ist und Kraft hat. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Und hier bekommen wir schon einen Eindruck, wovon dieses Standbild handelt. Es geht also um die Änderung von Zeiten und Stunden, um Zeit, die sich ändert und damit der Ablauf von Königen und Königreichen. Es geht also offensichtlich um Geschichte. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Gott weiß alles, er kennt auch die Finsternis, aber ihm ist nur das Licht. Wie macht man das? Dass man von Gott den Verstand bekommt. Wäre das nicht was Schönes, nicht wahr? So wie Daniel auch verständigt zu sein? Wo kann man sich anmelden für einen Kurs, um das zu lernen? Nun, einer meiner absoluten Lieblingsverse, und im Laufe der Jahre habe ich sehr viele Lieblingsverse angesammelt, deswegen muss ich mal aufpassen, aber das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse, der Lieblingsverse. In Psalm 119, Vers 99 steht, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Nun, nicht, dass wir uns missverstehen, es gibt einen Platz für Prediger und Evangelisten und Lehrer, es ist ein Segen, wenn es Menschen gibt, die mir die Bibel erklären, aber Gott hat versprochen, dass jeder einzelne von uns, die wir heute hier sind, und jeder einzelne von uns, die wir heute live zuschauen oder später das Video sehen, mehr über die Bibel wissen können, als ich, der ich heute hier spreche, tue. Jeder Einzelne. Wenn wir uns die Zeit nehmen, ihn kennenzulernen, über sein Wort nachzudenken. Im selben Psalm heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Zukunft ist für uns alle dunkel, wir wissen nicht, was kommt. Aber wer dieses Wort aufschlägt in dem Geist eines Schülers, der hat zwar jetzt keine Flutlichtbeleuchtung, wo alles klar und deutlich ist, nicht, ja? Aber er hat ein Licht, das auf dem Weg zeigt, dass ich nicht stolpern muss. Und jeden Weg oder jeden Schritt, den ich gehen kann auf dem Weg, mir deutlich offenbart. Nun, vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, oh, die Bibel geht mir ein bisschen schnell. Kann ich dir überhaupt vertrauen? Ist heute nicht unser einziges Hauptthema, aber ich will dir ganz kurz mit 2 Folien etwas dazu erzählen. Vor, etlichen Jahrzehnten, so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, hätte jetzt jemand die Hand gehoben vielleicht und gesagt, ich bin Professor der Theologie und ich weiß, dass die Manuskripte der Bibel über einen langen Zeitraum gefälscht worden sind. Diesen Professor wird es heute nicht mehr so geben,
weil im Jahre, oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Beduinenjunge dort in der Wüste von Juda am Toten Meer Ziegen gesucht hat. Eine der Ziegen hat sich hier in die Löcher verkrochen. Ja? Und was macht man, wenn die Ziege im Loch ist? Man nimmt von unten einen Stein und wirft in das Loch, um der Ziege zu sagen, komm raus. Ja? Und da hat dieser Junge Ziegentreffen gespielt und plötzlich macht es scheppert und bricht alles zusammen. Und er denkt sich, das klingt nicht nach Ziege, was ich getroffen habe, ist hochgeklettert und hat dort die berühmten Schriftrollen vom Toten Meer gefunden. Man kann darüber mehr studieren, wenn man Zeit dazu hat. Und man hat dort zum Teil ganze Manuskripte gefunden. Die berühmte Jesaja-Rolle hat sie verglichen mit den Manuskripten, die man bis dahin kannte. Diese Schriften datieren von der Zeit vor Jesus, ungefähr 2. Jahrhundert vor Christus, und festgestellt, die Übereinstimmung ist frappierend. Es gibt noch ein paar Orthographieänderungen, ja, also so wie man früher Goethe mit Ö geschrieben hat und heute mit OE, ja, so gibt es da auch Änderungen so ein bisschen, oder mal ein Wort ist umgestellt, aber der Inhalt ist absolut derselbe. Die Bibel sagt, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was mich sehr fasziniert, schon seit vielen Jahren. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, wo eine Geschichte sich an die andere reiht. Die Bibel hat eine innere Struktur, die außergewöhnlich ist. Und dazu muss ich Ihnen Folgendes zeigen. Das sieht erstmal etwas merkwürdig aus. Jeder einzelne dieser Graphen hier steht für ein Kapitel der Bibel. Das sind also die ersten 50 Kapitel von 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, je nachdem, wie lang sie sind. Also viele Verse, wenig Verse. Und ein evangelischer Pastor hat sich die Mühe gemacht, mal zu zählen, wo gibt es eine Verbindung von einem Kapitel zum nächsten Kapitel. Also wenn zum Beispiel in 1. Mose 3 etwas gesagt wird und in Offenbarung 12 die gleichen Gedanken vorkommen, hat er einen Strich gemacht. Ja? Und als man so jede Verbindung miteinander verbunden hat, kam das hier raus. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist ein bisschen. Also es sind 63.000 Verbindungen und das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bibel ist ein unfassbar harmonisches Buch, obwohl sie geschrieben worden ist von ungefähr 40 Leuten auf 3 Kontinenten über einen Zeitraum von 1600 Jahren. Stellen Sie sich mal vor, wir würden heute nur 40 Leute aus Stuttgart nehmen, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, und sie über Themen wie Religion, Philosophie, Erziehung, Gesundheit schreiben lassen. Da käme echt eine Katastrophe raus. Also alles durcheinander. Wenn man das Experiment erweitert und sagt, wir nehmen 40 Leute aus 3 Kontinenten über 1600 Jahre, also irgendwie einen japanischen Samurai aus dem 10. Jahrhundert und einen englischen Kartoffelbauer aus dem 18. Jahrhundert und einen nigerianischen Fußballprofi aus dem 20. Jahrhundert, was weiß ich, ja? Wenn wir die zusammennehmen würden und ihnen die Aufgaben geben würden, schreiben sie über Religion, über Philosophie, über Lebensführung, über Gesundheit, über all die Dinge, über die die Bibel spricht, es käme überhaupt nichts zustande, was irgendwie eine Einheit bilden würde. Ganz im Gegensatz dazu die Bibel. Je mehr Sie die Bibel lesen, desto mehr stellen Sie fest, es gibt Theologen, die sprechen von einer Hyperlinked. Die ist so stark verlinkt, wie man das heute eigentlich nur von modernen Suchmaschinen und so Programmen wie Wikipedia, die das so annäherungsweise imitieren, kennt, wo überall ein Link zum nächsten führt und wieder miteinander sich verbindet. Unfassbar. Und so können wir sagen mit Petrus, und so halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Ich glaube persönlich, diese Welt ist ein vergleichsweise dunkler Ort. Und ich habe das Gefühl, sie wird eher noch ein Stück weit dunkler als heller. Aber wir haben Gottes Wort, das prophetisch in die Zeit, in der wir leben, spricht und darüber hinaus. Aber nicht einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Bescheid wissen, sondern bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieser Morgenstern wird in der Offenbarung beschrieben. In demselben Kapitel, erinnern Sie sich, Alpha und Omega, A und O. Selbes Kapitel. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Wer die Bibel wirklich liest, um Licht zu empfangen für diese Zeit, wird nicht einfach nur klüger. Das wäre schon schön genug, nicht wahr? Wird nicht einfach nur ein bisschen lebensweiser, sondern er lernt den kennen, der das Alpha und Omega ist. Jesus Christus. Hören Sie niemandem zu, der über die Bibel referiert und Jesus beiseite lässt. Wer sich wirklich für das prophetische Wort Gottes für diese Zeit interessiert, wird immer bemüht sein, Jesus zu präsentieren. Der eine,
der für uns gestorben ist. Zurück zu Daniel 2. Die Frage ist ja nicht nur, was hat Nabukadnezar II. Geträumt, sondern die andere Frage, die sich jetzt anschloss, war natürlich, was bedeutet es? Nun, wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir eben nicht interpretieren sollen. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Kennt ihr das Prinzip, was immer gesagt wird? Es gibt so viele Kirchen, weil jeder legt die Bibel selbst aus. Ja? Jeder legt sie ein bisschen anders aus. Ich lege sie so aus, ich lege sie so aus. Als ob jeder so machen kann mit der Bibel, was er möchte. Noch ein Tipp. Hören Sie niemandem zu, der Ihnen sagt, jeder legt die Bibel selbst aus. Niemand von uns, weder ich, noch Sie, noch der Papst, noch irgendjemand, hat das Recht, eigenmächtig zu sagen, ich glaube, die Bibel bedeutet das. Im Gegensatz, die Bibel legt sich selbst aus. Weil Gott in der Bibel zu uns spricht, ist er auch der Beste, der sie erklären kann. Und jeder, der das mal zulässt, der nicht seine eigene Interpretation in die Bibel hineinliest, damit er das findet, was er ohnehin schon geglaubt hat, sondern der wirklich mal sagt, ich bin ein Schüler, Gott redet zu mir, der wird feststellen, dass die Bibel eine enorme Einheit bildet. Und wir sehen das auch in Daniel. In Daniel wird Daniel 2 selbst erklärt. Daniel sagt zu Nabukadnezar II., du, o König, bist ein König der Könige. Das war übrigens keine Schmeichelei. Ja? Klingt vielleicht so ein bisschen, aber das war der offizielle Titel von Nabukadnezar II. Shar-Sharani, ein Titel, den schon die Assyrer gehabt haben, König der Könige, den die Perser übernommen haben, ein Titel, der deutlich machen sollte, dass er der Großkönig war. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Hauptherrscher über sie gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Wir müssen nicht raten, wir müssen nicht rätseln. Daniel sagt selbst, Nebukadnezar, König von Babylon, ist das goldene Haupt. Das muss runtergegangen sein wie Öl, oder? Schön, wenn man gute Nachrichten präsentieren kann. Aber das Standbild ging ja noch weiter, oder? Es ist eine Sache, dem König zu sagen, du bist der Größte, der Tollste, der Schönste. Eine andere ist es ihm zu sagen, nach dir wird ein anderes Reich aufkommen. Wer die Wahrheit predigt, kann nicht nur die schöne Wahrheit predigen, die gut ankommt, die einem gefällt. Man muss auch unter der Gefahr, dass einer von den Schlechtern vielleicht sagt, was wagst du das nicht? Und zuschlägt, unter Gefahr seines Lebens sagen, übrigens, du wirst dein Königreich verlieren. Daniel hatte Mut. Er war freundlich. Er war liebevoll. Aber er hatte Mut, zum Wort Gottes zu stehen. Nach dir wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Das erschien ziemlich unmöglich, weil Babylon war gut befestigt. Es gab zwei große Mauern im Gur-Enlil und in Mat-Enlil. Und da floss der Fluss Euphrat mitten durch. Man konnte dann hier sogar Getreide anbauen. Es gab noch diese extra Mauer hier. Und es schien völlig unmöglich. Aber schon bevor Daniel gelebt hatte ein Prophet 150 Jahre zuvor, oder 100 Jahre in dem Fall zuvor, Jesaja von dem Ende Babylons prophezeit. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe den Himmel ausgespannt. Ich allein und die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Das sind diese babylonischen Chaldäer und Wahrsager und Hexereitreibenden und all die. Mit anderen Worten, hier hat Gott schon vorhergesagt, dass diese Weissagenden, diese Wahrsager, die als die Krone der Wissenschaft in Babylon galten, dass sie einmal als beschämt dastehen würden, der aber das Wort seines Knechtes, das heißt des Propheten, bestätigt und den Ratschluss ausführt, den seine Boten verkündeten. Lange bevor Daniel überhaupt in Babylon stand, hat ein Prophet gesagt, dass einmal deutlich werden würde, was der Unterschied ist zwischen einem Propheten Gottes und all diesen Quacksalbern, die zum Teil viel Geld verdient haben. Der zu Jerusalem spricht, werde wieder gebaut, und zu den Städten Judas werdet wieder gebaut, ihre Trümmer richtig auf. Und dann kommt's. Der zur Meerestiefe spricht, versiege, und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht und zu Jerusalem, er ist mein Hirte und wird allen meinen Willen ausführen. Und zu Jerusalem sagen, werde gebaut, und zum Tempel werde gegründet.
150 Jahre vor dem Ereignis kündigt der Prophet Jesaja nicht nur das Ereignis an, sondern den General mit Namen. Und nicht nur das, die Art und Weise wird hier angedeutet, wir werden das gleich sehen. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht verschlossen werden. Ich kann mir vorstellen, wie der Daniel Jahrzehnte später, er hat sein ganzes Leben lang am Hof von Babylon zugebracht, wie er Jahrzehnte später irgendwann in der Kanzlei saß und eine Tontafel kam mit der Post, nicht wahr? Da gibt es einen neuen König in Persien, sein Name ist Kyros. Puh. Er kannte das aus Jesaja. Er wusste, irgendwann kommt da jemand, aber dann war es Realität. Und ob das stimmt, was hier steht, das können wir den Kyros selbst fragen. Also nicht, dass wir ein Video von ihm aufgezeichnet hätten. Wir haben aber das hier, den Kyros-Zylinder. Also der ist im Original viel kleiner. Wenn man im Britischen Museum in London dasteht, denkt man sich, ach, okay. So ein kleines Fässchen von einem babylonischen Schreiber geschrieben, eigentlich ziemlich schlampig geschrieben, mal ehrlich gesagt. Aber das hat vielleicht der Kyros nicht gemerkt, der konnte vielleicht nicht schreiben, wissen wir nicht. Ist zugegebenermaßen so etwas schwer zu lesen, deswegen lieber in 2D. Nicht wahr? Und dort sagt der Kyros, wie er seine Truppen oder wie die Truppen Persiens und der Meder nach Babylon hineingekommen sind. Und er sagt es hier wortwörtlich in der Zeile 17. Kann man gut lesen. Balu kapli drei tachasi. Heißt übersetzt, ohne Schlacht und ohne Gefecht. Einfach so bin ich reingekommen. Und der Geschichtsschreiber Herodot ergänzt, dass man den genialen Plan hatte. Es gab wohl damals, habe ich mittlerweile recherchiert oder herausgefunden, es gab den Euphrat, aber es gab auch so Kanäle, die man gegraben hatte, um manchmal sozusagen das Flussbett wenn man mal das Flussbett trocken haben wollte. Und weit im Norden hat man einen Damm durchstochen und damit den gesamten Euphratfluss umgeleitet, sodass plötzlich, ohne dass die Babylonier gemerkt haben zunächst, das Flussbett trocken war und man ist dort eingestiegen und hat die Stadt erobert. Und plötzlich war Babylon gefallen. Und die Meder und Perser hatten das Zepter übernommen und der Kyros machte keinen Hehl daraus, dass er jetzt so toll ist wie frühermals Nabuchodonosor und seine Nachfahren. Hier liest man von ihm selbst, ich bin Kyros, der König der Welt, der große König, der starke König, der König von Babel, der König von Sumer und Akkad, der König der 4 Weltufer und Weltgegenden. Also mit Bescheidenheit waren sie nicht unbedingt gesegnet. Es waren die Meder und die Perser gemeinsam. Heute kann man manchmal so in Sekundärliteratur lesen, dass die Perser angeblich die Meder besiegt hätten und geknechtet hätten. Das basiert auf einem Missverständnis. Man weiß zwar, dass der Perserkönig Kyros dann die Meder übernommen hat, aber die haben, das steht in der babylonischen Chronik 7 ganz deutlich, ihren eigenen König ausgeliefert, wollten also den Kyros für sich haben. Sie haben dann immer gemeinsam gekämpft und man sieht hier noch an den Reliefs in Persepolis, dass tatsächlich die Meder und die Perser eine Einheit bilden und auf Augenhöhe miteinander kommunizierten. Lassen sich also nicht von Wikipedia auf so zweitrangigen Beiträgen irritieren, wenn Sie das nachprüfen. Hier haben wir ein paar noch Bilder aus diesem Perserreich. Da gab es den Darius, der hat dann eine große Rebellion niedergeschlagen, oder eigentlich 20 Rebellionen, und hat dann in gigantischer Propaganda, hat sogar dafür extra eine neue Schrift erfinden lassen, die altpersische Schrift, um deutlich zu machen, ich bin der Gute und alle anderen sind die Lügner. Das sind alle die Lügenkönige, alle böse, 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 ich bin der Gute. So ging das damals, hat sich ja heute auch nicht viel geändert in unseren Zeiten oder über die Jahrhunderte hinweg. Hier gibt es noch Ruinen aus Persepolis und dieses Reich war noch deutlich größer, auch wenn kulturell nicht mehr so hochstehend. Vor allem die Meder waren eher sehr robuste Leute, also hatten jetzt nicht so viel mit Literatur am Hut. Die Perser waren ein bisschen feiner, aber dieses Reich war sehr viel größer. An meiner Universität in Tübingen gibt es einen Professor, der sich für Kriegsgeschichte im Alten Orient spezialisiert hat, einer der weltführenden Spezialisten, der sagt, es hat nie zuvor in der Geschichte der Menschheit so etwas gegeben wie den Eroberungszug der Perser. Das war außergewöhnlich und für nicht 70 Jahre wie bei den Babyloniern, sondern für 2 Jahrhunderte waren die Perser das Maß aller Dinge, von Europa bis nach Indien, von Äthiopien bis an den Kaukasus, bis nach Soktien
und hier in die zentralasiatische Steppe. Niemand dachte, dass dieses Perserreich irgendwann irgendwie zugrunde gehen könnte. Und doch hatte Daniel gesagt, ein drittes Königreich, das Eherne, wird herrschen. Es schien unmöglich und es gab keinerlei Anstalten, dass irgendjemand auch nur ansatzweise in die Möglichkeit versetzt worden wäre, das mal anzupacken. Aber Daniel hatte gesagt, und es würde einen geben. Und er kam. Wer wäre so verrückt, das persische Reich anzugreifen? Es gab damals ein paar Griechen, die schon Karten lesen konnten und gesagt haben, also nicht machen. Absolut absurd. Unmöglich. Aber jemand hörte nicht auf sie und sein Name war Alexandros Hormegas. Alexander der Große. Der war verrückt genug, das zu beginnen. Und hier sehen wir aus dem Britischen Museum die bronzene Rüstung, die kupferne Rüstung der griechischen Soldaten. Und der ging einfach los, hier aus Thrakien. Und dann ging das los über den Hellespont und dann immer vorneweg. Was den Alexander auszeichnete, war seine Fähigkeit, seine Soldaten zu motivieren. Er war nicht jemand, der auf dem Hügel stand und gesagt hat, macht mal mehr linker Flügel, sondern er war immer vorneweg, ritt als Erster in das Wasser hinein, aus dem Wasser heraus, immer als Allererster in höchster Todesgefahr. Der ist mehrmals beinahe umgekommen, bevor er überhaupt sein Ziel erreicht hat. Aber das hat die Leute motiviert. Das hat die Soldaten fasziniert an ihm. Und dann sind sie losgezogen und er hatte noch wenig Geld und hat sich dann gedacht, ja, was mache ich denn? Ich kann mir nicht ein Landheer und eine Flotte leisten. Ja? Ich muss ja erst das Gebiet erobern, um die dann zu bezahlen. Ich schicke einfach meine Flotte nach Hause. Seine Generäle haben gesagt, bist du verrückt? Wir setzen nach Kleinasien über und du schickst die Flotte weg. Bist du von Sinnen? Wie sollen wir gegen die persische Flotte bestehen? Alexander hat gesagt, kein Problem. Wir werden einfach an der Küste entlangziehen und jede einzelne Hafenstadt erobern, dann können die Perser nirgendwo mehr anlegen. Genau, das haben sie gemacht. Und dann waren sie die Perser schon noch. Und dann ist er hier gezogen, nicht wahr? Und es gab dann eine Stadt, die war nicht an der Küste, die war im Wasser. Und zwar 800 Meter von der Küste entfernt. Nabuchodonosor II., der Babylonier, wollte sie schon erobern, konnte nur das Festland Tyros erobern, aber die Insel Tyros war uneroberbar. Ja, bis Alexander der Große kam. Und was hat er gemacht? Der hat einfach gesagt, okay, wenn ihr nicht zu mir kommt, komme ich zu euch. Und hat mit dem Schutt des alten Festland Tyros eine Mole gebaut, eine Brücke, und hat sich einen Landweg gebaut bis zur Insel. Da haben natürlich die Leute in Tyros ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut. Da kam der Alexander und hat sie besiegt. Alexander ist wahrscheinlich der genialste Feldherr aller Zeiten. Er zog dann hier nach Süden, hatte Ägypten erobert und dann ging es weiter hier wieder nach Mesopotamien, nach Gaugamela 331, die Mutter aller Entscheidungsschlachten. Die griechischen Historiker sagen, es waren so viele Perser, dass man den Wüstensand nicht mehr sehen konnte, so groß. Und doch hat er sie besiegt. Und dann ging es weiter hier hat den Darius verfolgt, nach Sogdien, Baktrien und so weiter. Und irgendwann dann nach Indien. Und er hatte das Ziel, er hatte von seinem Lehrer Aristoteles gehört, da gibt es ganz im Osten, gibt es noch so fremd aussehende Leute. Aber als sie dann in der Monsunzeit einen Fluss nach dem anderen überquert haben und irgendwann die Soldaten gesagt haben, also hört das denn nie auf, haben sie dann irgendwo hier im Epiphasis gesagt, stopp, keinen Schritt weiter. Das hat der Alexander sehr übel genommen, hat sich 3 Tage im Zelt verkrochen, hat gesagt, ich rede mit niemandem mehr. Weil Alexander konnte die ganze Welt erobern. Aber es gab etwas, was er nie erobern konnte. Das war sein eigenes Ego. Wenn ihm jemand sagte, dass er nicht so toll ist, wie er dachte, dann konnte er im Suff seinen eigenen besten Freund mit einem Speer erschlagen. Er hat sich nie im Griff gehabt. Und als er zurückkehrte, hat er dann hier wohl vermutlich aus Rache seine Soldaten durch die Wüste von Gedrosien ziehen lassen, um sie zu strafen, hat dadurch mehr Leute verloren in der Wüste, als im gesamten Feldzug. Und schlussendlich kam er nach Babylon, wollte Babylon zu einem neuen Weltzentrum ausbauen, hat den ganzen Turm zu Babel abbauen lassen, um ihn neu aufzubauen. Das hätte man nicht machen sollen, weil er starb. Zwischenzeitlich, Anfang 30. Und hatte viel erreicht und am Ende alles verloren. Die Berichte über seinen Tod gehen auseinander. Einige sagen, er hätte sich so viel Wein in den sogenannten Herkulesbecher mit 9 Litern füllen lassen, dass er getrunken hat, bis er Fieber bekam und am Ende gestorben ist. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden
an seiner Seele. Was nützt es? Alexander ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn wir mit aller Macht um Macht und Einfluss ringen, um uns durchzusetzen, wir am Ende doch nur verlieren. Alexander ist ohne Rivale auf seinem Gebiet und doch hat er alles verloren. Und doch blieb das griechische Reich noch für einige Zeit bestehen. Also es wurde dann geteilt, da werden wir ein andermal mehr darüber hören. Und die Griechen brachten ihre Kultur für 200 Jahre wiederum, waren die Griechen hier am Wirken. Und dann, sagt Daniel, würde ein 4. Königreich kommen. Ein 4. Königreich wird sein so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Ich denke, das wissen wir noch aus dem Geschichtsunterricht, oder? Als die griechische Macht so langsam dahin schwand, wer kam aus dem Westen daher gestapft? Es war Senatus Populusque Romanus, der Senat und das Volk von Rom. Nicht 70 Jahre wie die Babylonier, nicht 200 Jahre wie die Perser oder 200 Jahre wie die Griechen, sondern mehr als alle drei zusammen, mehr als 500 Jahre, ein halbes Jahrtausend. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahrtausend, regierte diese Macht die Welt mit allem, was sie wollte. Hier haben wir ein Bild, das Ganze verschob sich jetzt mehr nach Westen, sodass wahrscheinlich auch hier der Michelsberg irgendwo, nicht wahr? Teil des Römischen Reiches gewesen ist, zumindest zeitweise. Es war die Zeit, von der wir vielleicht gehört haben, in der Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, für ihren Glauben bitter bezahlt haben. Und die Zeit würde nicht reichen, die Geschichten zu erzählen, die sich damals zugetragen haben, als Menschen für ihren Glauben mit dem Leben bezahlt haben. Aber auch dieses halbe Jahrtausend Rom würde nicht das Ende sein, denn Daniel hatte ja gesagt, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben. Gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Was passierte mit Rom? Gab es eine neue Weltmacht, die von Osten oder Süden oder Westen kam und Rom eroberte? Nein, die Geschichte ist etwas komplexer. Ein Professor an unserer Uni hat gerade ein Buch geschrieben über diese Geschichte, 1000 Seiten dick. Ich werde nicht es schaffen, in den wenigen Minuten, die ich habe, das zu erzählen. Also ist es natürlich jetzt viel zu verkürzt. Aber in einer quasi 2-Minuten-Variante ist das passiert. Da kamen plötzlich aus dem Osten die Chinesen würden sagen, es waren die Xiongnu. Ja, die Xiongnu waren Steppennomaden, die aus der Mongolei gekommen sind und die im Laufe der Jahrhunderte ihren Namen wohl geändert haben. Und jetzt, als sie in Europa einfielen, hießen sie die Hunnen. Und die Hunnen waren ein besonderes Volk. Die Hunnen hatten besondere Vorstellungen vom Leben. Die hatten den Eindruck, das Leben ist hart, und das ist es auch in der Steppe. Und um ihren kleinen Kindern das von Anfang an beizubringen, dass das Leben hart ist, hat man den kleinen Säuglingen erstmal die Wangen zerkratzt, als sie auf die Welt kamen. Außerdem war es Mode, die Babys, wenn die geboren werden, haben ja noch ein bisschen diese Fontanellen, man kann den Kopf verbiegen. Man hat ihnen den Kopf verbogen, dass sie so einen steilen Kopf haben. Ja. Zudem hatten sie eine Religion, die wohl besagte, dass Wasser heilig ist und man sich nicht waschen sollte. Stellen wir uns also vor, da kommen diese Hunnen mit zerkratzten Gesichtern und verformten Köpfen. 10 Meilen gegen den Wind stinkend. Kein Wunder, dass sogar die Germanen, die sonst nicht unbedingt die sanftmütigsten waren, das Laufen gekriegt haben. Und um etwas sehr Komplexes, sehr kurz zu erzählen, die Germanen laufen vor den Hunnen weg, die Völkerwanderung beginnt und das ganze römische Reich, vor allem der Westen, implodiert, bricht auseinander, weil die Westgoten und die Ostgoten, die Vandalen, die Alanen, du Seben, alle reindrängen, die Hunnen kommen selbst, errichten ein kurzes Reich, zerfallen wieder, aber das römische Reich zerbricht in Einzelteile und in Königreiche, diese Gentes, wie man sie nennt, diese Völker, erobern dann weite Teile Roms und die Franken dort hier in Nordgallien und die Westgoten und die Burgunder und die Lombarden, sie alle gründen Königreiche, die alle jetzt irgendwie kleiner sind, versuchen miteinander zu arbeiten, aber im Grunde genommen sich immer nur bekämpfen. Es ist eigentlich die Geburtsstunde dessen, was wir Europa nennen.
schon von dem Zeitpunkt an hat man sich gedacht, ist eigentlich schlecht, wenn das Reich zerteilt ist. Wir müssen es wieder erobern. Das ging schon in der Zeit los, im 6. Jahrhundert mit Justinian, dem Kaiser von Ostrom. Der versuchte, das Reich wieder zusammenzubringen. Es gelang nur für ein paar Jahre teilweise und dann brach alles wieder auseinander. Und so hat es über die Jahrhunderte immer wieder Menschen gegeben, die versucht haben, dieses zerbrochene Reich wieder zusammenzubringen. Einer von ihnen war Karl der Große. Der war schon ziemlich nah dran, aber als er starb, ist wieder alles zerbrochen. Ein großes Frankenreich wurde dreigeteilt. Oder dann im Mittelalter ist man auf die Idee verfallen, naja, vielleicht kriegt man Einheit dadurch, dass alle verwandt sind. Ja, es gab ja Zeiten, da war die englische Königin mit jedem Königshaus in Europa verwandt. Und trotzdem, oder vielleicht deswegen, haben sie ständig bekriegt. Ja, vielleicht war das mit den Verwandten nicht die beste Idee. Nicht, ja? Einer war wirklich fast am Ziel. Sein Name war Napoleon Bonaparte. Und der ist so weit gekommen, dass er fast ganz Europa unter sich hatte. Es fehlte nur noch Großbritannien und Russland. Großbritannien wurde mit einer großen Blockade lahmgelegt und dann zog er gen Russland. 500.000 Soldaten. Und dann zog er. Und die Russen wollten aber nicht kämpfen, die haben sich immer zurückgezogen. Und während Napoleon kam und sagte, jetzt stellt euch zum Kampf, haben sich die Russen zurückgezogen und Russland hat viel Platz nach hinten. Viel Platz. Am Ende kam man in Moskau an, konnte nichts erreichen, musste umkehren. Der Winter kam, er ist mit 500.000 Soldaten gestartet und kam mit 4.500 lebendig zurück. Daniel hatte gesagt, sie werden nicht aneinander haften. Ein König nach dem anderen, Jahrhundert für Jahrhundert versuchte Daniel umzustoßen. Es war doch nur so ein schwaches Kapitel in der Bibel, auf ein paar Pergamentseiten. Aber dieses Kapitel stand und stand und stand. Einige Zeit später kam ein anderer, Adolf Hitler. Und auch er war weit gekommen. Es fehlten im Wesentlichen nur noch Großbritannien und Russland. Wie sich die Geschichte manchmal wiederholt, nicht wahr? Die sogenannte Sowjetunion. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist nicht erfunden. Ich habe vor 9 Jahren mal eine Vortragsreihe wie diese in Paderborn erzählt und dann diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, vorgetragen. Und während ich sie erzählte, da saß hinten im Zuschauerraum ein Mann, der bei den britischen Streitkräften gedient hatte. Und während ich die Geschichte erzählte, rief er laut, "Oh, that's true, I've heard that story too." Also diese Geschichte wird auch heute noch in britischen Militärkreisen erzählt. Als 1940 die deutsche Luftwaffe London bombardierte und die mittelenglischen Industriestädte dem Erdboden gleichmachte, da hat sich die Bevölkerung Londons vor Schutz vor den deutschen Bombern in der Londoner Tube versteckt. Das ist das U-Bahn-Netz. Nicht wahr? Wer schon mal in London war, da gibt es diese Tube, das ist die U-Bahn. Und in diesen U-Bahn-Schächten und U-Bahn-Kanälen, also diesen Röhren, standen die und saßen sie zitternd, während deutsche Bomben über ihnen London in Schutt und Asche legten. Die Amerikaner waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Krieg eingetreten. Die Russen kämpften auch noch nicht gegen Deutschland, die Sowjets. Es sah so aus, als ob England ganz allein ist. Alle Hoffnung schien verloren. Und die Menschen saßen da und fragten sich, was bringt die Zukunft? Und in dieser Londoner Tube, während deutsche Luftwaffe Angriff nach Angriff flog, stand ein britischer Mann, ein Prediger, mit einer Pappmaché-Figur aus Daniel 2. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Und während die deutschen Bomben suggerierten, bald wird Hitler alles erobert haben, bald wird Daniel 2 nicht mehr stehen, hat dieser Prediger gesagt, es steht geschrieben, sie werden nicht aneinander haften. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen. Es braucht Glauben, zum Wort Gottes zu stehen, wenn die Sinne und die Erfahrung dagegen zu sein scheinen. Wenn die Sonne scheint, wenn es mir gut geht, wenn das Leben so vor sich hin floriert, dann ist es leicht zu sagen, Gottes Wort hat recht, ich bin ja gesegnet. Aber wenn scheinbar die Krisen überhand nehmen, wenn alles über mir zusammenzubrechen droht und wenn es keinen Ausweg mehr zu geben scheint, dann zu sagen,
Gottes Wort hat gesagt, er kann den Krieg nicht gewinnen. Daniel 2 hat es gesagt und wir kennen die Geschichte. Auch Hitler zog nach Russland. Und auch dort kam der Winter. Und auch dort war die Katastrophe groß. Daniel 2 stand. Nach dem Krieg versuchten die Staaten es mal, und das ist ja an sich lobenswert, nicht mit Krieg, sondern mit Diplomatie, mit Politik. Es entstand die Europäische Union und für eine kurze Zeit dachte man vielleicht jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo endlich die Einheit wiederhergestellt werden kann, die vor 1500 Jahren zerbrochen ist. Man führte sogar eine eigene Währung ein. Naja, das Experiment ist ziemlich gescheitert, nicht wahr? Schon ein paar Jahre her, nicht wahr? Da wollte man die Griechen am liebsten wieder aus der EU hinaus befördern und andere kamen von selbst auf die Idee. Bis heute gibt es keine Einheit, wie sie mit dem Römischen Reich verloren gegangen ist. Und jetzt kommen wir zu Corona. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und hoffst, dass die gemeinschaftlichen Bemühungen aller Staaten und aller Institutionen zum Wohle der Menschheit endlich die Probleme lösen werden, die wir haben. Ich muss dich enttäuschen. Die Bibel sagt, sie werden nicht aneinander haften. Vielleicht sitzt du heute hier und hast panische Angst, weil du den Eindruck hast, all diese Staaten verbinden sich zu meinem Verderben und sie werden eine gigantische Diktatur aufbauen und es wird für immer ein Drama werden. Die gute Nachricht ist, sie werden nicht aneinander haften. Aus der Perspektive der Ewigkeit ist auch die Corona-Krise nur eine kleine Episode in einer Reihe von gigantischen Geschichtsereignissen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende bestätigen, was ein Prophet Gottes an diesem Tag dem Nabukadnezar II. Ins Angesicht sagte, sie werden nicht aneinander haften. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden. Es gibt übrigens diese Idee mit Eisen und Ton noch mehr zu sagen. Es gibt hier noch ein Geheimnis, was da drin steckt, aber das werden wir heute Abend nicht lösen, sondern erst nächsten Montag darauf zu sprechen kommen, wenn es dann heißt Machtkampf 2.0. Daniel hatte gesagt, schauend warst du, bis sich ein Stein löste von diesem Felsmassiv, der nicht von Menschenhand war. Ein Stein, der nicht in dieses Muster von Metallen und von Ton, alles Dinge, die man mit Hand bearbeitet, hineinpasst. Und er traf die Statue an den Füßen aus Eisen und Terrakotta und zerschmetterte sie. Und was ist die Bedeutung? Daniel sagt es jetzt dem König, dem babylonischen König Nebukadnezar. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Babylon ist untergegangen, obwohl es die ganze Zivilisation der bis dahin Menschheit vereint hatte. Persien ist untergegangen, obwohl es 200 Jahre lang regierte. Griechenland ist untergegangen, obwohl sie mit Alexander den wahrscheinlich fähigsten König hatten. Rom, das 500 Jahre lang das stabile Gesetz der Welt bildete, ist schlussendlich untergegangen. Und egal, was in dieser Welt noch auf uns zukommt, es wird untergehen. Aber Gottes Reich wird bestehen bleiben. Gottes Reich, das er aufrichten wird, das wird in Ewigkeit nicht untergehen. Wer ist dieser Stein? David hat gesagt, dieser Fels, der Herr ist mein Fels, auf dem ich stehen kann. David war ein Mensch, der viele Dinge in seinem Leben erlebt hat, aber er wusste, auf Gott kann ich mich verlassen, auf Gott kann ich bauen, wenn alles um mich herum bricht. Gott ist mein Fels. In Korinther steht in 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Christus ist derjenige, der nicht von Menschenhand ist. Es ist nicht der, den man sich selbst erschafft, den man selbst macht. Heute gibt es viele Menschen, die bauen sich ihren Jesus selbst und modellieren ihn nach ihrem eigenen Geschmack. Aber der Jesus, der hier in Daniel 2 berichtet wird, ist nicht irgendein Jesus, den ich mir selbst zusammengebaut habe, den ich mir selbst ausgedacht habe. Es ist der Jesus der biblischen Prophetie.
Und der kommt. Genauso sicher wie auf Babylon Medo-Persien folgt und auf Medo-Persien Griechenland, auf Griechenland Rom und auf Rom das geteilte Europa und genauso sicher wie Europa niemals zusammenkam und diese Welt nicht mehr zusammenkommen wird, jedenfalls nicht für einen längeren Zeitraum, genauso sicher wird historisch, nicht nur geistlich, abstrakt übertragen, sondern historisch Jesus Christus wiederkommen. Und ich glaube, es wird sehr bald geschehen. Heute werden wir über diese Wiederkunft nicht mehr hören. Es ist die Steilvorlage zu dem, was Walter Veit morgen Abend sagen wird, denn er wird genau über dieses Ereignis sprechen, hier ansetzen und diese Wiederkunft beschreiben. Für heute, nur für den Fall, dass Sie morgen nicht dabei sind, möchte ich nur diesen einen Satz von Jesus bringen, der selbst gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Das basiert nicht nur auf dieser Interpretation von Daniel 2. Es gibt viele, viele Prophezeiungen und die deutlichste ist von Jesus selbst. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und ich glaube, diese Botschaft ist wichtig in dieser Zeit. Euer Herz erschrecke nicht. Auch im Zuge der Ereignisse der letzten Zeit, von denen die Bibel spricht, sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das ist keine Prophezeiung. Das sind nicht einfach irgendwelche Symbole, die man auslegen muss. Jesus sagt mit der simpelsten Sprache, die jeder Mensch verstehen kann. Er sagt, ich werde in den Himmel gehen nach meiner Kreuzigung und Auferstehung und ich komme wieder. Lieber Freund, liebe Freundin, egal wer du bist, egal wo du zuschaust, weißt du, dass Jesus wiederkommt. In einer Zeit, in der Menschen nur noch in die Nachrichten schauen oder in die sozialen Medien und denken, das ist das Wichtigste für die Zukunft, möchte ich dir heute zurufen, schau weg von dem Ärger, schau weg von deiner eigenen Beschränktheit und deinen eigenen Problemen, schau weg von der Schwachheit und der Dummheit manchmal auch und der Boshaftigkeit von Menschen, schau auf den Gott des Himmels, so wie Daniel gesagt hat. Es gibt Dinge, die können Menschen nicht sagen und nicht wissen, selbst wenn sie es wohlmeinend sind, aber es gibt einen Gott im Himmel. Was wir heute verstehen müssen, die Lösung für alle Probleme, für alle Krisen, ist, dass Jesus wiederkommt. Die Informationen, die Sie brauchen, sind nicht die Informationen, die man in Medien finden kann. Weder in den Mainstream-Medien noch den alternativen Medien. Die Informationen, die Sie heute Abend brauchen, sind die Informationen, die Ihnen Gott schon gegeben hat. Sie haben es vielleicht noch nur nicht gewusst. Sie haben vielleicht dieses Buch, die Bibel, auf Ihrem Schrank irgendwo. Und ich möchte Sie einladen, heute, wenn Sie es bisher noch nicht getan haben, nehmen Sie dieses Buch mal wieder vom Schrank. Vielleicht müssen Sie den Staub ein bisschen wegputzen. Schlagen Sie dieses Buch auf. Keine Internetrecherche dieser Welt, kein Studium irgendeiner antiken Sprache, keine wissenschaftliche Studie kann Ihnen diese Information vermitteln, die in diesem Buch für jeden, der lesen kann und hören will, zur Verfügung steht. Und die größte Tragödie ist, dass Menschen viel Zeit investieren, um Informationen zu bekommen, in der Hoffnung, damit richtige Entscheidungen zu fällen, wenn diese Informationen am Ende nichts wert sind. Aber heute möchte ich Sie einladen, wer immer du bist, lieber Freund, liebe Freundin, dieses Buch ernst zu nehmen. Wir haben gelesen, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Können Sie sich erinnern, ganz am Anfang? Da haben wir gesagt, vertraue niemandem für die Zukunft, es sei denn, er kann dir etwas über die Vergangenheit sagen. Nabuchodonosor II. War nicht bereit, Leuten für die Zukunft zu vertrauen, die nichts über die Vergangenheit wissen. Aber heute können Sie sehen, in Daniel 2 gibt es ein Kapitel, das zeigt Ihnen auf übernatürliche Weise viel über die Vergangenheit und zeigt, dass Sie diesem Buch der Bibel vertrauen können. Dass man mit dem Verstand auch glauben kann. Und deswegen können Sie diesem Buch auch vertrauen für die Zukunft. Ich wünsche mir so sehr, dass Sie heute Abend nicht nach Hause gehen und sagen, oh, das war interessant, ich glaube, ich sollte mehr Alexander studieren. Nein. Ich wünsche mir so sehr, dass Sie heute Abend nach Hause gehen und sagen, ich muss mehr Bibel lesen. Und zwar nicht einfach nur, um da ein paar Seiten abzuarbeiten, sondern um dem zu begegnen, der als der Morgenstern in der biblischen Prophetie erscheint. Zum Schluss
Wussten Sie, dass es ein besonderes Glück gibt? In Psalm 1 steht wohl dem, aber wohl dem ist eigentlich eine etwas, ist eine okay Übersetzung. Wörtlich steht im Hebräischen, oh, wie glücklich, oh, die Glückseligkeit des Mannes, oh, die Glückseligkeit der Frau, oh, die Glückseligkeit des Menschen, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist das, was die Welt tut. Was ist das, die Menschen heute tun? Sie hoffen, sie suchen ihre Hoffnungen in Spott und in Satire und Ironie und in Gottlosigkeit und in Sünde. Aber oh, das Glück von dem Menschen, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das Hebräische hat die Idee von der Interesse hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Ich habe in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin zwar in einer christlichen Kirche aufgewachsen, aber ich weiß noch wie heute, wie mein Leben einen qualitativen Quantensprung gemacht hat. In dem Moment, wo ich dieses Buch nicht nur zum Gottesdienst trug und wieder nach Hause trug, sondern wo ich in meiner eigenen Freizeit, also nicht dann, wenn es gefordert ist, sondern aus Interesse das Buch aufgeschlagen habe, gebetet habe, Herr, sprich zu mir. Und er mir Dinge gezeigt hat. Da konnte ich kein Hebräisch, kein Akkadisch, kein Griechisch, kein Latein. Alles vollkommen unsinnig. Unwichtig, nicht unsinnig, unwichtig. Wer immer du bist, wenn du dieses Buch aufschlägst, wird Gott zu dir reden, wenn du mit einem offenen Herzen zu ihm betest. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. In Palästina gibt es die Sommerzeit und da kommt der Wind von Osten. Da gibt es keinen Regen, alles wird trocken, alles wird verdorrt. Aber die Bäume, die ihre Wurzeln haben dort, wo Wasser ist, deren Blätter verwelken nicht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Ostwind übertragen in unser Leben, in unsere Gesellschaft, in die Politik, überall hineinweht und Menschen vertrocknen und verdursten, emotional und geistig und geistlich. Aber wer seine Wurzeln dort hat, wo Gottes Wort ist, der wird auch in dieser Zeit Frucht bringen, fröhlich sein, geistlich und emotional stabil. Alles, was er tut, gerät wohl. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen als diese Verheißung. Alles, was er tut, gerät wohl. Mit Gottes Hilfe und seiner Kraft. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Können Sie sich erinnern? An das Standbild? Das wurde zermalmt zu Spreu und verweht. Liebe Freunde, das sind die Schlussworte von Daniel. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig. Und seine Deutung steht fest. Das ist ganz okay übersetzt. Das Aramäische sagt eigentlich, die Deutung ist vertrauenswürdig, glaubhaft. Dort steckt das aramäische Wort Amen. Das ist das gleiche wie Hebräisch. Amen. Die Deutung dieses Traumes ist Amen. Sie ist vertrauenswürdig. Man kann darauf bauen. Es ist das, wonach Sie eigentlich suchen, ohne es vielleicht bisher gewusst zu haben. Biblische Prophetie schenkt die Perspektive, das Licht, in dem man all das, was in dieser Welt einen zu übermannen scheint, einordnen kann und plötzlich wieder Frieden und Freude erleben kann. Ich möchte heute Abend die Frage stellen, wer von uns möchte sich vornehmen, mehr in diesem Buch zu lesen? Einfach mal anzufangen. Egal, ob man noch nie groß gelesen hat oder schon ein vermeintlicher Experte ist. Je länger man darin liest, desto mehr wird man entdecken. Wer von uns möchte sich heute vornehmen und sagen, ich möchte, dass meine Wurzeln nicht einfach an Menschen hängen, sondern tiefer reichen. Dass ich von dem Wort des lebendigen Gottes leben kann, der schon zu mir gesprochen hat, ohne dass ich es vielleicht gemerkt habe. Und ich möchte mich nicht von Menschen abhängig machen, sondern ich weiß, dass in diesem Machtkampf der Nationen und der Gesellschaftsgruppen und der propagandistischen Narrative, in diesem Machtkampf gibt es einen Zugang zur wahren Information, Gottes Wort.
Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte dieses Wort zur Richtschnur meines Lebens machen. Ich möchte es besser kennenlernen und vor allem den Jesus, den dieses Wort offenbart. Kann ich die Hände sehen von denen, die das gerne entscheiden möchten? Gott sei gelobt. Auch alle, die ihr live im Livestream zugeschaut habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, was ihr entschieden habt, was ihr für Fragen habt, was ihr dabei euch gedacht habt. Schreibt uns, sendet uns Feedback, sagt uns, was eure Entscheidung ist. Am Ende des Abends möchte ich gerne mit einem Gebet schließen und ich lade uns alle ein, wo es möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du in deinem Wort zu uns sprichst. Und Herr, es ist faszinierend zu sehen, je tiefer man in der Geschichte gräbt, desto mehr sieht man, wie verlässlich und lebendig dein Wort ist. Auch wenn uns viele Menschen heute weismachen wollen, dass es veraltet sei. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr sehen wir, das ist gar nicht wahr. Es ist sehr verlässlich. Aber Herr, mehr als die historische Glaubwürdigkeit der Bibel, danken wir dir für die geistliche Kraft, die dieses Buch gibt und für die Botschaft der Hoffnung und des Friedens, die dieses Buch uns vermittelt. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute sehen durften, dass inmitten des Chaoses dieser Welt, von dem wir annehmen, dass es noch mehr wird als abnimmt, wir eine klare, deutliche und einfache Botschaft haben, dass in dieser Welt es niemals eine langfristige Einheit aller Nationen geben wird, weder zum Guten noch zum Bösen, sondern dass das nächste große weltgeschichtliche Ereignis die Wiederkunft deines Sohnes ist. Und Herr, wir möchten uns darauf vorbereiten. Und wir möchten in den kommenden Vorträgen, wenn der Walter Veit über die Wiederkunft sprechen wird, und dann die weiteren Vorträge, die weiteren Sprecher über verschiedene Themen des Reiches Gottes sprechen werden, wie es heute schon von uns erlebt werden kann, wie wir uns heute darauf vorbereiten können, einmal bei dir zu sein, dann möchten wir dich bitten, dass du uns die Ohren und das Herz von Schülern schenkst, dass du uns vorbereiten kannst, dass du uns verändern kannst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Dankeschön, Christopher, für die Botschaft. Danke nochmal an alle, die heute hergekommen sind und dabei waren. Und danke auch Ihnen im Livestream, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Wir möchten Sie auch gerne einladen, den morgigen Vortrag einzuschalten, und zwar um 19:30 Uhr mit Professor Dr. Walter Veit mit dem Vortrag Kurz vor dem Ziel, Jesus kommt. Es so wie der von heute, und wir freuen uns auch sehr, was Professor Dr. Walter Veit auch dazu sagen wird. Von unserer Seite war es das erstmal. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und wir hoffen, dass wir Sie morgen wieder dabei haben.